Ja, verfickte Huren im Oktober. Birger Wu. Lass den Horror Oktober beginnen. Liacht laut. Sound hell. Hosen aus. Zeitung drunter. Hashtag auf geht's. Grias aus Straubing-Bong. Hashtag Miak Freimann. Hashtag halt dein Futzen! Der scheiß Oktober war doch nur gerade nur ein halbes Jahr weit weg, oder? Ein verficktes halbes Jahr war der weg. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Ja. Ja. Schnauze! Habe! Hast auch schon so viel Bock wie wir Stinky Cheese. Dein Mama ist Stinky Cheese. Ich bin's, der Birger, es ist Montag und es ist Oktober. Fickt euch und see you tomorrow. Meine Damen und Herren, heute in der Früh habe ich noch genüsslich gefrühstückt und geraucht am Meer. Jetzt sitzt sie da und lauft quasi Loch in der Kreissack. Und ihr seid schuld. Fickt euch, aber grüßt euch. Ich bin's, Birger, Montag, 20 Uhr. Sound hell. Licht laut, Zeitung drunter. Unterhosen, Helm auf. Himmelball, merci, Opa, merci, Löwensepp, merci, Schulz, merci, Peter, merci, Stümmler, Kai, merci, Cybergamer, Kruzifix. Oktober ist der einzige Monat, wo ich da kein schlechtes Gewissen habe. Oktober, Hashtag heut dein Fotzen, du blöde Mistdamsel. Der Fotzen, du blöde Mistdamsel. Ja, selber gehen wir merci, das ist sauber zu viel, du weißt das, aber im Oktober ist mir wurscht. Wenn jetzt irgendein Pimmler dahergibt, halt dein Maul! Ende des Gesprächs. Zifix. Gesichtsgrätschen. Ist das nicht Licht leise? Ist mir scheißegal. Von mir aus mach Licht Surround, Alter. Surround Licht, oh. Was weiß ich, was jetzt. Oh Gott. Aber es gibt einen Lichtblick diesen Oktober. Das scheiß They Are Here ist noch nicht released und das ist wirklich gut für uns. Es ist hauptsächlich gut für mich. Und den Rest werden wir schon irgendwie durchprügeln. Den prügelt man mir irgendwie durch. Das ist mir scheißegal, Alter. Den werden wir schon irgendwie gehen. Und Punkt 10 ist Schluss. Schluss aus. Nur Schluss. Hä? Bist du denn erst Mitglied? Hä? Von ihm um den Anus kreisen. Schuster. Merci für die Mitgliedschaft, welcome to the squad, merci für den ganzen restlichen Saufen. Pugi, merci für den Fünfer, Mitchell, merci für den Fünfer, Philipp der Vlogger, merci für den Rissab, Spiegmeister, merci für den Fünfer, Timmy Boy, merci für den Euro, hallo, bekomme ich mal eine Antwort, gute Besserung, Brotkind, da haben wir der Brotkind Kartoffel-Aim. Und hat den neben das Skrippball geschissen, du. Unfall auf geht's, Zeitung ist bereit. Ich bin heute mal. Timmy Boy, merci dir. Was für Antwort auf was? Glaubst du, der Scheiß du liest, oder was? Ah, du Brocke, wo bist du? Gute Besserung. Hashtag Was soll ich denn drauf sagen? Da! Zufrieden? Ist ja gut, Leute, jetzt chillt die Kniescheibe. Bitte chillt die Kniescheibe. Wurde langsam Zeit, euer beste Zeit des Jahres. GNUAG Urlaub ab in Arbeit und merke echte Pro-Gamer brauchen koane Katzenvideos oder Zeitung. Nein, Pro-Gamer brauchen nur Katzenvideos. Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Was, wir waren jetzt überhaupt dran. Was ist denn das schon wieder für eine unendlich lange International-Listen? Was ist denn mit euch? Kruzifix! Herr Eislager und merci dir. Mitchell, merci für den Fünfer. Beste Zeit des Jahres beginnt. Ja, für euch schon. Herr Buge, merci für den Fünfer. Kuss auf den Hosenunfall. Auf geht's zur Zeitung. Zeitung ist bereit. Glaub nicht. Pick or attention. Longleg-Schul. Du schon wieder. Kruzifix! Eis spend 25 Schilling immer, wenn's die das kriegst. Oh. Die Vue genau um 21:11 Oh. Privatinsolvenz. Oh. Anmelden, Miasen. NID. So. Dann können wir aufhören für heute und die
kann nur mehr nach Rodos düsen. So schaut's aus. Dann leg schon merci dir. Kuss auf die Nuss. Der heute hat's dir wenigstens angezeigt. Letztes Mal habe ich es retriggern müssen, aber nach einer Sekunde ist schon wieder davor gefahren. Ich weiß nicht, was da wieder hieß. Irgendwas, war ja schon wieder so geil. Ich mache Nachmittag, wann haben wir heimgekommen? So um 2, 3. Grias aus Österreich Bierkrüge. Herr Papa! Bierkrüge, so ist was ich gehört habe. Der Rest wird schon passen noch. Merci dir. Kommst du auf den Nuss. Sei mal gerne Schluss jetzt, kriminal. Probier mal alte F4, wenn's was. Plus F4, wenn's Koa Lurast Host. Meister, mit dem habe ich schon live verarscht, da warst du den Abrahams Wischkessel. So sieht das aus, du. So sieht das aus. Wir sind überhaupt drauf. Servus schon wieder. Selber gehen wir mehr sehen. Servus, aber tritt, auf geht's, Zeitung liegt schon unter. Ich möchte Battle singen, Leute. Ich möchte Battle im Discord singen von ausgebreiteten Tageszeitungen über die ganze Couch. Plus Boden. Außer du hast der Alte, dann kannst du den Boden weglassen, die wischt schon zusammen dann, wenn es die mag. Ja, das muss später sowieso einmal. Ein Jahr Krebsfreiheit, Partygesicht laut Arzt Suid Ikoane 30 Wern. Morang feiert ihm mein 31. Steffi! Nix mehr, Horror Oktober. Ich warne dich, wenn wir mir nächstes Jahr nicht deinen 32. feiern. Und ich warne dich nochmal, wenn du wie im Oktober vor mir einen Herzinfarkt kriegst und drauf gehst. Ich hoffe, du bist lange nicht dabei, dass du weißt, wie das gemeint ist. Steffi! GZ, wie sagt man da? Gute Besserung zählt er nicht mehr. GZ, oder? Was soll jetzt das? Was soll jetzt das? Steffi, merci dir. Let's Play Zombie Freut mich zu Berlin. hören. Endlich mal schön die Nachricht! Fax! Dann heut Nomoi, wenn der Hu an Koane ungeraden Beträge osoagt. Der zeigt ungerade Beträge schon, aber er liest es nicht vor. Oder? Ja, natürlich, das musst du ja gerade du wissen. Du bist ja normalerweise der 5 Euro, wo haben wir denn mittlerweile? 87, keine Ahnung. Let's Play Zombie-Lemminge. Gibt's ja nicht, da lügst du wieder. Da lügst du wieder. Leute, ist ja gut jetzt. Chillt also nicht, ich meine nicht Herzl, ich meine die Rind. Ja, das hört sowieso nicht auf. Wie lange ist denn die Listen? Was ist denn da wieder? Weiß ich nicht, wo haben wir? Wer ist denn da? Timmy Boy schon wieder. Du stehst so oft in der Listen, dass ich gar nicht mehr finde, wo der letzte war. Kuss auf die Nuss, Leute. Steffi, danke dir. Markus, danke dir. Der Löwensepp fragt erst einmal, es fucking guten Stream oder wahrscheinlich vorher gesagt, was ist eigentlich mit Ill? Hat leider Gottes noch keinen Release-Termin. Aber das ist was, das ist aber sowas wie Chronos, da die sagen, es ist ultra asozial und Horror, es ist mehr Body-Horror als Walking-Sim-Horror, da jetzt einfach mal sagen, das können wir auch mittendrin spielen, wenn es rauskommt. Das werden wir auch tun. Herr Tun, aber merci dir. Julia, merci 2 Euro. Fridolin, merci, Zwinger. Timmy Boy, so jetzt nochmal, du warst zu spät und hast mich nicht gegrüßt, ich bin enttäuscht, mein Tag ist ruiniert. Ja, soll da mal sein! Schöne Grüße an den Timmy Boy, Poppermann. Caro, merci für deinen Zwickel. Nissi, merci für 8 Monate. Herr Müllschuster, merci für deinen Zwickel. Und weil ich noch ein Zwickel in Arsch. Die gute Nussbli-Buchse. Das ist die gute. Tobi, merci für deinen Zwickel. Ich hoffe, du stirbst 1000 Tode. Licht laut, Hosen dunkel. Jetzt hört halt auf mit den Beträgen, aber dann zum scheißen Kruzifix! Das macht's nicht besser für mich! Smiley mit Freudentränen Ja, das schon. aus Oberösterreich. War natürlich lang. Neichen Hosnum voll 3 Moi in der Woche. Hashtag Liacht laut Sound dunkel. Also ich glaube, da einzige. Ja, phänomenal, das ist gnadenlos zu viel Kuss auf die Nuss. Ich glaube, dass das Until Dawn am Freitag, das wird uns wahrscheinlich mindestens 3 Streams kosten, jeden Freitag. Also diesen Freitag nicht. Es gibt übrigens jeden Freitag im Oktober die nächsten 4 Wochen einen Stream. Das ist eine ganz wichtige Ansage. Mit Until Dawn bin ich mir nicht so sicher, ob es so schlimm wird. Gemütlich, weiß ich nicht. Gemütlich. Aber ich halte lieber meinen Maulweicher nach, hocke wieder da und pick am Boden und rutsche auf meine Kniescheiben aus. Merci dir Baudau, merci dir Dopa, merci dir Was-Zeitung, Pro-Gamer und Gaming-Sessel mit Kanalanschluss. Das stimmt. Aber absolute Pro-Gamer sitzen am Scheiß aus. Aber ja, so wie geht. Cinnamon, merci für 23 Monate. Kruzifix, wieder gesagt, warum nicht? Und da wieder. Sei mal, du bist doch schon seit 860 Monaten. Ich weiß doch nicht, was da läuft. So, dir passt. Cybergamer, welcome to the squad. Ab in den Chat, da wird ihre Cybergamer, wenn ihr mitmacht. Huren. Dem soll die Zeitung ausgehen. So sieht's aus. Merci für die Mitgliedschaft. Mein Meiker, 60 Monate, hat es doch nicht unterbrochen, ja? Zeit weiter. Sehr gut, YouTube. Ist aber ein Fehler seitens YouTube, weil die sollten wieder von vorne fangen. Damit du automatisch wieder länger dabei bleibst. Was, das ist... Ja. Was ist denn jetzt wieder? Ist jetzt wieder Mitglieder Montag for free, oder was? Zack!
Ebenfalls. Welcome to the Squad. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Ich glaube, es gibt einfach Mitgliedschaften umsonst. Ist gut jetzt. Alter, die Scheißliste ist noch so unendlich lang. Alter. Es ist Donation-Schluss jetzt. Es ist Donation-Schluss. Es ist 10 Uhr, bevor wir zum Spielen, ihr Pimmler. Es geht eigentlich alles von der Zeit ab. Am Punkt 10 Uhr mach ich das Spiel aus. Garantiert. Ist mir scheißegal, wie schlimm oder nicht schlimm das ist. Punkt 10. Es wird das Spiel gespeichert. Alt F4. Okay, je länger es da einer Donate, desto mehr Zeit geht euch ab. So sieht's aus. So machen wir das ab jetzt. Learn it the hard way. So sieht's nun mal aus. Ist doch scheißegal, gell? Geil. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, da dran einen anderen Streamer davor. Ich weiß ich nicht. Ich starte Spiel, ich weiß nicht, was steht. So, Welcome to the Squad. Leute, danke, ist ja gut jetzt. Ist gut jetzt. Wer ist denn da der Sibian? Alter, da kommen noch 8. Ich sag jetzt einfach vorweg allen Danke, pass auf. Sibian, merci dir. Solo, welcome to the Squad. Sonntag, Ruhetag, merci dir. LP Dragonfly, merci dir. Bayer Tom, Schluss jetzt einmal damit, Kruzifix. Das glaube ich kann nicht. Ja, warum sollst du anders sein wie alle anderen? Ihr seid alle gleich behindert. Außerdem war sonst keiner da. Zack, welcome to the Squad. Ab in den Chat, weil sonst was es selbst ist. Timmy Boy, merci für den Euro. Ich hab da schon Spay auf so. Wo sind wir? Luki, merci dir. Aslagon, merci dir. Timmy Boy, merci dir. Flo, merci. Patrick, merci. General Demon, Evi, merci. Zitronenbaum, merci. Ganrim, welcome to the Squad. Tobi, merci. Claudia, merci. Cybergamer, merci. Schluss jetzt mit der Scheiße. Jetzt nicht ganz sauer. Ja, du weißt es, wie es ist, ne? So, Gemang benannt. Ich war letzte Woche auch nicht da! Es war KI, ich hab's nicht gespannt. Ruhig jetzt, ich mach jetzt die Scheiß-Alerts aus! Fühlt euch auf den Anus geküsst. Alle. Okay? Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Nicht übertreiben jetzt wieder. Sport ist euch. Wir sehen uns am Mittwoch nochmal, wir sehen uns am Freitag nochmal, wir sehen uns nächste Woche 3-mal, übernächste Woche 3-mal, übernächste Woche 3-mal und übernächste Woche auch nochmal 3-mal, weil da ist Halloween. Meine Damen und Herren, die greislich schönste Zeit des Jahres beginnt nun. Ich hab Bock, aber hab keinen Bock. Ihr habt's Bock, habt's aber eigentlich auch keinen Bock, aber Hauptsache jeder hat eine Zeitung dabei. Das ist das Allerwichtigste. An alle neuen Zuschauer, ich bitte darum, das ist wichtig, ich tue jetzt dann mein Mikrofon weiter weg, damit ihr Arschlöcher zu Hause, euch soll es keine Sekunde besser gehen als mir. Sound, hell, Licht, leise. Ob du eine Zeitung drunter legst, eine Hosen anziehst oder nicht, es ist dir überlassen. Aus Erfahrungsgründen sage ich, sitz die Nocker auf Plastiktüten im Wohnzimmer, weil hast du am Schluss selber weniger Arbeit. Warum Lucho im Hintergrund ausschaut wie Dune? Das weiß ich nicht. Bitte drücken Sie den Like-Button, bevor Sie bemerken, dass eigentlich gar nicht so schön ist, wie es meint. Zumindest für mich. Was ist das da schon wieder für ein behindertes Eck da? Max, merci für die Mitgliedschaft und wie ihr grüßt die neuen Mitglieder nicht. Dann ist sowieso sofort einmal jeder raus. Ah? So. Ich zieh mir Hosen nicht hin. Mein Gott sei Dank haben wir mir ein bisschen Chronos gespielt die letzten Tage, dass mich vielleicht nicht komplett vom Hocker trüdelt. Das war echt toll. Und weh, ihr Pimmler daheim, schaut euch die Scheiße am Handy an. Ha? Da kann ich auch umeinander cool mackern. Wenn ich auf einer Briefmarken ein Horrorspiel anschaue, währenddessen es hell ist. Ha? Kennst du dir daheim und umeinander backseaten? Ja, möchte ich singen. Schmatzer. Bitte richten Sie den Monitor zurecht. Wir drücken auf neues Spiel und schauen mal, was passiert. Have a great time, everyone. Du bist so staubig, du. Du bist so staubig wie noch in aller unserer Hose. Ja.
sandstorm rises, and countless of its grains strike Sam furiously, cutting into his skin, entering his eyes, filling his mouth. Until little by little, everything in its path is buried under the sand. I'm smashing the space button. Even him. Hey. Haben wir schon gestorben? Fortunately, Sam is used to his many recurring nightmares, although he hasn't had this one for a long time. He doesn't know what it means, but whatever it is, it's happening again. Einen passenderen Titel für ein erstes Kapitel habe ich selten gelesen. Bring Pizza! Good luck! Das bin ich. Ah! Was ist das für ein Maussensor, Alter? 5,8 Trillionen! Steuerung, hier! Wow! Einstellungen! Allgemein! Empfindlichkeit! Das Ding ist sensibler wie... Na, sag's nicht. Na, sag's nicht. That was weird. Das ist ein bisschen sehr wenig. Das erinnert mich, weißt du, was mir das instant erinnert? Das haben wir zwar nie gespielt, ich habe ein paar Videos gesehen. Das erinnert mich ein bisschen an Stanley Parable. Das Gelaber und so, das war in der Demo nicht so, wenn ich mich richtig erinnere. Demo hat überhaupt nicht so ausgeschaut. For a brief moment, Sam stood completely still. I did. Kommentiert das, was ich tue, oder? Weißt du, wenn man schon wieder in so einer ultra realistisch, was das, Tablettenbox, ne, oder? Oh, da kann man zoomen. Ja, zoomen ist immer ganz wichtig in den Spielen. Sehr wichtig. Oh ja, doch, Tabletten hier. Wir haben auf alle Fälle Tabletten abhängig. Die schwammen wir natürlich ab mit der guten alten Listerine. Mit was sonst? Da gurgelst du mal die Ibuprofen 1800 um 7 in der Früh runter. Meine, kann man pissen und scheißen? Nein. Wir haben von Benutos Pizza. Wir haben offensichtlich das Sam. Okay, so, hier. Scheiß aus, Lichtschalter, auch nicht. Das ist eh gekommen, das haben wir schon mal gesehen. Du jetzt einfach mal nix. Und ich erinnere mich an den Wichser. Jetzt erinnere ich mich dran. Der hat das letzte Jahr schon erwischt, der Huren. As he does every day, Sam gets ready to leave the house and go to work. Ich frage mich immer wieder, da sind da Leute gesessen, die bauen da so ein Haus noch, ja, und so lebendig wie es geht, ultra realistic Graphics und keine Ahnung was. Und dann haben sie immer so Leute und denken sich, was kann man da, ja, da fein noch ein paar Beitel, was hängt man für Beitel auf? Ja, das. Ja, das ist eine gute Idee, das hängst du hin. Warum? Warum? Da kann ich Tennis spielen auf seinem Hirn um. Da war doch irgendwas, oder? Wer hängt's in sowas? Wer hängt's in sowas bitte? Ins Zimmer rein? Hm? Die Frage stellen wir uns seit Visage. Oh, an das erinnert ich mich noch. Oh, ich glaube, ich erinnere mich noch an... However, today he seems a bit distracted, as if he hasn't been here before. Probably because of the move. Die Stimme hat es doch damals noch nicht gegeben, an die erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Warum hängen da überall so Post-its umeinander? Was ist das für Battle, das mag ich sehen? Steht da, someday we'll be back, I promise. Eines Tages sind wir zurück, versprochen. Wem reden der? Ist das unsere Frau? Da? Auf dem Mann in seinem Hirn kann ich Tennis spielen, auf den seinen Nosen kann ich Fußball spielen.
Ja, du kannst mir mal diesen hier. Und wenn ich 2 Minuten im Spanne berührt der Boy umeinander, kannst mich gerne haben. Soll das Telefon klingelt? Hausschlüssel. Warte, da ist eine Abbruch. Und ein Befehlschlüssel drauf für Haus. Wir nehmen das. Ah ja. Happy House. Bleiben. In Loving Memory, Joel Hale, 1960 bis 2019. In liebevollen Gedenken. Ist da sonst noch was drin? Nö. Hab ich sowas wie ein Inventar? Ah ja. Okay. Hausschlüssel, wird schon die Richtigkeit haben, ne? Dann haben wir mal rausgekommen. Dienstag? Okay. Psst. Psst. Wieso soll er die rennen? Wieso? Suddenly, Sam starts running. He must be in a hurry. Oh. Ah! Mir kommt's vor, als war es noch nicht unendlich lang her gewesen an den komischen Duftstrahler und den erinnert mich noch, aber an das erinnert mich nicht mehr, Alter. A new day, and everything is still a mess in the house. Sam has barely made any progress with the move. Something has fallen. Ziel schauen. Umzugsfortschritt. Ja, genau. Genau so bezeichnen. Ich bin zwar noch nie umgezogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genau so Erwachsene, die was weiß ich, nicht ganz sind, so einen Umzugszettel zeichnen. Genauso. F lesen. Mein Zimmer, Badezimmer, oberer Flur. Ob das noch wichtig ist oder nicht, das finden wir dann schon raus. So, was ist da gefallen? Das Polizeiauto. Macht Sinn. Was steht da? Da steht übrigens Goodbye. Top Inventar. Moving Things. Ist das jetzt ein Tutorial oder? Oh. He tries to open his grandmother Dolores's chest. Oh Gott. But since her death, no one knows where the key is. Kann das sein, dass hat nicht in Visage die alte auch verdammt nochmal Dolores geheißen? Die alte Wiederhex? Weiß ich nicht mehr. Warum schäbert denn das immer so? Lass mich jetzt mal. He finds one of his old sketchbooks. Sam has always liked to express himself through his drawings, until one day he stopped. Gut zeichnen kann er. I saw them again. Ja, okay. Okay, der Isaac ist offensichtlich Australier. Und der Hund heißt Mr. Button. Haben wir da einen Mir irgendwo? Da steht Sam. Wir schauen mal ein bisschen aus wie ein Tussi. Haben wir eine Tussi? Ich weiß es nicht. Oh je. Lines, Bars, Rectangles. Schwarzer Arm von oben, mag ich überhaupt nichts wissen davon. Abu! Schwarze Miese, irgendwelche komischen schwarzen Streifen. Irgendjemand fährt zum Himmel. Abu! I feel like a ghost. Some pages seem to be missing.
Okay. Lass mich. Hab ich einen Schlüssel noch? Skizzenbuch. Nö. Schlüssel? Schlüssel gone. Oh no. The door does not open. Super. Und am besten erstmal keine weiteren Fragen. Was sind wir dann da? Ja, Hurensohn, steigt diese komischen Duftdinger auf! Und vor allem wo? Was? Da ist da okay. Irgendwo habe ich was. Achso, da. Okay. Falle, Phase 1, Keller, was auch sonst, Bruder. Ich möchte kurz mal anmerken, es ist ein Indie-Game, die Grafik ist brutal. Aber das haben diese komischerweise, das kennen sie, die Horrorspiele. Ich weiß kein Mensch, warum sie das so machen. Ja, da hab ich ganz viel Bock wieder, ganz furchtbar viel! The basement. Despite being afraid of the dark, Sam used to come here all the time. Somehow he felt safe in this place. Ja, freilich. Fällt sich gar nichts. Im Keller ist noch nie was passiert. Im Oktober. Den mag ich dran. Na, bitte, liebes Spiel, mach den Rubik's Cube zu einem Progress-Rätsel, damit ich 4 Stunden damit verbringen kann und dann einfach um 10 ausschalten kann und tschüss dann. Was haben wir da? Jetzt hab ich kurz mal, da liegt der Fleischerhacke. So, jetzt muss ich kurz was schauen, weil da was kaputt gegangen ist. Wieso ist denn da was kaputt gegangen? Warte mal, muss ich kurz zumachen. Und dann muss ich da wieder hier. Irgendwas kaputt gegangen. Weil falls ihr da irgendwelche Donations reinpfeffert, hoppala. Jetzt ist das ganz kaputt. Dann hoffe ich, dass ich niemanden übersehe. Mein Recent Event Fenster ist kaputt. Das ist einfach weiß. Wolfric, merci dir. Wo ist denn eigentlich der Bremsspurpad? Den brauchen wir noch nicht. Brauchen wir mir nicht. Merci dir. So, was haben wir da? Hier mit dem Schund. Haus. Casa ist gleich Haus. Haben das so Bubblegarten? Oldschool. Bubble. Schon wieder dieses Symbol. For some reason, Sam didn't mind that the air freshener upstairs activated itself. Weißt du, warum ich das auch nicht so, wie soll ich sagen, seltsam stimmt, dass diese Duftspender von selber angehen? Wir haben nämlich auch so einen scheiß Duftspender, der von selber alle paar Stunden mal so macht. Der steht bei uns im Bad, oben auf dem Schrankel, und das tut er halt so alle 2 Stunden mal. Ob da Beine geht oder nicht. Ich hab mir halt in echt schon ein paar Mal gedacht, fix, was ist denn das? Ich trage gleich komplett durch. Steht da irgendwas? Warte mal, F lesen. Schon wieder dieses Symbol. Ich weiß nicht mehr, wann ich dieses Symbol zum ersten Mal sah, aber jetzt ist es überall, als würde es mich verfolgen. Es scheint nicht aus einem meiner Albträume zu kommen, denn es kommt in ihnen allen vor. Was immer es auch ist, es ist etwas, das ich woanders schon sah. Allmählich verabscheue ich es. Hoffentlich finde ich heraus, was es ist, damit ich es aus dem Kopf kriegen kann. Weiß nicht, der Fotzen jetzt und Ruhe gibst mit deinem komischen Psychopathen-Scheiß. Ich schau mir eher an wie so ein 16:9 Balken, das sagt ich. So, ist es da sonst irgendwas? Wenn ich mich umdrehe, ich hau da eine Pfotzen, ich sag das, was es ist. Da wird gar nicht lange miteinander da. Hier, was ist das? Radiolight. Ja. Und sonst kann ich jetzt noch nichts da, oder was? Da ist überall, das schaut eher aus wie so, weiß ich nicht, chinesische Steckdosen. Geh mal wieder auf, ich weiß auch nicht, kann ich da noch irgendwas tun? Ich sehe eben nichts. Geh mal wieder auf. Febres wo? Ja. Jesus Christ. Das hat jetzt 2 Personen in mir triggert. Einer mit dem, der da eine Person steht, sagt, und einer mit dem Arena Infinite Dude, der Higi möchte und Schlüssel looten. Egal. So, was der mal? Was soll ich machen? Was genau haben wir jetzt gekriegt? Skizzenbuch, Karten, Skizzenbuch. Kann man mit den Objekten irgendwas tun? Da nochmal. Kann man da einfach mal umeinander probieren, was weiß ich nicht. Casa ist gleich Haus.
Believe in yourself. Oh, Tabletten. Ne. Okay, wir verkaufen offensichtlich unser Haus. Mr. Duftspender, merci für den Zwickel. Merci übrigens auch an alle anderen. Leider Gottes ist meine Alertlisten kaputt. Ich sehe nichts mehr. Ist aber auch gerade ein bisschen schwer zum Konzentrieren, weil, obwohl noch gar nichts viel passiert ist eigentlich, ich weiß ganz genau, dass irgendwelche Sachen passieren und... Kommt eigentlich die Musik da aus dem Radio, oder was? Was? Wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, was wir da müssen, gell? Da! Kruzifix! Der Schäfer, was... Jetzt ist halt einfach die Musik von mir aus, gell? Ich frage mich wirklich nicht, warum. Und mir läuft Gänsehaut. It's common for him to lose things all over the house, especially now with this chaos of boxes everywhere. Post-it ist auch noch mal da. Umdrehen ist einfach das Schlimmste in den Spiel. Jetzt, ja, jetzt ringt sie. Ja, freilich kann es mir von. Dieser Scheißgang ist das Titelbattle vom Spey. Ich weiß, dass da irgendwann was kommt. Okay, jetzt gehen wir zur Haustür runtergehen. Das ist die Idee. Die Idee? Herr Flix, noch haben wir nicht beim Rückwärtsgehen, aber das kommt schon noch. Tu dich nicht runter. No. Ab zur Haustür. Los. Tobi, merci für den Zwickel. Telefon! Heiliger Subi-Phone! Warum ist denn das Smiley-Post-it weg? Warum? Why? Why? Benzian, merci dir. Welcome to the squad. Oh, na schon, Alter, 80 Monate. Wie so viel bist denn du? Habe die Ehre zurück, merci dir. Ah! Hör jetzt einmal auf! Was, der kommt nicht, aber ich kann aber nicht hinkriegen, dass er mal sagt, so. Es war so einfach. Linke Hand, Duftspender. Rechte Hand, Fenstergriff, Jeet. Und war Ruhe. Die merkt man aber auch nicht, gell? The phone keeps ringing. Sam wonders who it could be. Was? Scheiß, die Gegner hat seinen Haupt nicht bloß ich gehört, hoffe ich. That phone call was in very bad taste. You shouldn't mind it, especially considering how much remains to be done. Honey, merci für deine 5 Monate und Reset, merci. Ich habe eine wichtige Information vom Flash. Achtung, ich habe das Problem, dass ich beim Zuschauen nicht gescheit dampfen kann, weil ich Gefahr laufe, dass ich mir beim ersten Jumpscare einen Zahn außerdrisch. Merci. So. Was schäbert denn da so? Kommt aus dem Bad.
Das kann jetzt leider auch bloß der Flash verstehen. Ich weiß, was jetzt tun wollte. Ich wollte mir da einen Tierstock herstellen und drucken. Nur absolute Programmer wissen, was damit gemeint ist. Die haben wir da umeinander. Ich geh mit dem Moni ins Fenster schauen. Halt ab! Aber wo dann? Ganz wichtig. Haben schon richtig rum auf, passt schon. Das kommt von der Heizung. Da hast du tatsächlich recht, ja. Ich schwöre bei Gott, ich hab wieder eine Drohne. Halt doch dein Futz mit deinem behinderten Duft. Das Tourenkind, das den da hingestellt hat. Der war verkehrt, ne? Ja, stimmt schon irgendwas nicht mit dir. Wenn jetzt du wieder angehst, halt dein Maul, ich hab die im Auge. So, passt schon. Ja, irgendwas schäbert da umeinander, ich weiß nicht. Okay, mal rüber, was haben wir denn im Inventar? Skizzenbuch, Casa Haus, bla bla bla, dieses komische Symbol. Kann da so ein Fensterding sein, oder nicht? Was weiß ich, oder? Aber ja, vielleicht oben. Das war jetzt also das einzige gewesen, wo wir jetzt da noch nicht waren. Aber es ist schon sehr verdächtig da irgendwo, keine Ahnung. Aber gehen wir mal in den Keller. Ich muss immer so denken. Wo da ich mich hinschicken, wenn ich das Spiel gemacht hätte? Ich, wenn jemals ein Horrorspiel mache, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht irgendwann, who knows? Ich schwöre bei Gott, ihr geht's alle 5 Minuten in den Keller. Alle 5 Minuten wirst du in den Keller abgedroschen, abgeschockt, runtergeleitet, vorne durch die Hose geatmet. Alle 5 Minuten hockst du in dem Keller. Ja, aber natürlich, macht nur Sinn. Heizung leckt, muss man in den Keller, muss man auch dran. Hilft nicht. Ja, war ich schon wieder am Kuhdrucker gewesen. Das ist vorher auch schon geflackert, weiß ich nicht. Schloss hat mit mir für 18 Monate und dann Reset. Well. What's well? Warum steht denn da schon wieder eine Kamera? Hallo? Was denn? Da, Schäfer! Ich schau doch jetzt doch nicht in die Finster rein, ich hau ab jetzt! Da ist Pixalarm. Irgendjemand hat irgendein Geld hergeworfen, Leute, ich hau jetzt nicht! Ey, ich bin gleich narrisch. Was soll ich machen? Das ist das Polizeiauto. Oder das ist ein Sackauto. Schauen wir mal die Sachen alle an. Was ist da? I am lost, help me. What lies behind the dreams? Sueno, was das heißt? I dream many times about the same spiral symbol. Was denn hier? Oh! Oh, wieso denn? Alter, wenn mir jetzt irgendeine Boden haben wir noch nicht gehabt. Boden! Dort sag ich Boden! Das Ding habe ich nicht gesehen, das müssen wir eigentlich vorher schon mit. Ja, ist ja scheißegal, Boden. Curiosity led him to find. Nah, curiosity led me to slice my fucking wrists! Ach, ist dieser Boden luken? Ach, geh halt dein Futzen! Ach, geh Kim! Wir haben noch nicht mehr Taschenlampen! Nein! What? Was für eine Frage ist das? Ciao! Nee, aber wir haben halt eine müssen. So, ich hasse euch so dermaßen, das ist unfassbar. Janis hat gerade erst angefangen. Fickt euch! Nur damit ihr es verstanden habt! Fick dich! Pro Gamer is prepared.
Pro-Gamer von Welt ist pre-fucking bad. Ist bitte gescheit! WS hoch runter! Wo hoch runter? Ist stockfinster, Alter! Bitte steig neben die Laternensporen. Bitte steig neben die Laternensporen. Brich das Kreuz und Space gar. Durchgespäht. Sam doesn't seem to be worried about what might be under that trapdoor, even though climbing down it doesn't look like a very good idea. Tina Lady, Tina Man. Tina Pro Gamer. Saugt Kot. Stuhlgang. Also und merci dir. Schluss jetzt. Wer immer da mit Geld wirft, Schluss jetzt. Kann ich nicht aufpassen. Wenigstens haben wir noch keine Taschenlampen, ist noch nicht ganz so schlimm. Many questions were going through Sam's head. Is this real? What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Oder dasselbe Schund liegt umeinander. Wir haben doch da schon mit die Demo gespielt, oder? Warum erinnert ich mich an gar nichts mehr, Alter? Objekt benötigt. Ja, Brechstamm halt wahrscheinlich. Explorer. Erkunden. Mag ich das erkunden? Weiß ich nicht. Wolfreak. Aha, eine Bremsspur-Pad brauchen wir also nicht. Ja, mal jetzt da. Da, kannst du einen Bremsspur-Wischmopp haben. Frei geil. Mag ich es nicht, ey. Das ist wieder bloß eingekehrt, oder? Da ist der O-Bein noch von Jahin. Ziel ist gut. Ideen für Titel. Die große Lüge, die trunkene Stunde, das blaue Zimmer, der verborgene Geist. Toll. Die unmögliche Treppe, das Spiegelbild. Wer das liest, ist doof. Was tut denn da so? Oh no, da hat was genagert, da mal nicht. Da hat was genagert, da gehen wir nicht, das ist nichts für mich. Na. Schauen wir mal da. Ja, gehen wir erstmal oben. Keller. Waren wir wieder im Keller, ja. There is a hole here. Someone has spent a lot of time trying to break through the wall. Enjoy the puzzle. Das haben wir. Mag ich jetzt wirklich in das Loch reinschauen? Wenn man nicht sieht. Haha, gefunden, G. Sam doesn't get to pick up the hammer hanging oddly from the lamp. But why? You stupid bastard. Romper! Ist gleich brechen. Es gibt einen Film, der heißt Romper Stomper. Das weiß ich noch. Später ein junger Russell Crowe mit. Hallo? What? Du! Ich hab was entdeckt! Mit der Uhr stimmt was nicht, aber ich hab's genau gesehen. Oh. 4. Merkt euch einmal, es ist 4. Dass das einen Sinn macht, weiß ich nicht, aber wir werden es schon herausfinden. Was haben wir hier? Frag erst um Hilfe. Sei vorsichtig mit der Leiter. Wenn du etwas brauchst, dann frag erst mal um Hilfe. Du musst nicht alles allein machen. Mama. Kann ich da gehen? Nein, kann ich nicht. Lichtschalter? Ah, nein.
Mit der Leute, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, vielleicht können wir mit der Chefstopping. Kennt die Dinge noch wer? Skadoosh. Ja, also genau. Jeder hat so ein Ding gehabt. Und es hat genau keine Sekunden länger, exakt 60 Sekunden dauert. Dann waren so viele Fusel dran, dass es nicht mehr pickt hat und dass es weggeschmissen. Stinksauer. Mom, bitte fahr mich noch mal irgendwo hin, kauf mir noch mal hin. Nein, kriegst nicht. Ja, ich passe das mir auf. Nein, du hast nicht. Jo, du ey. Du kriegst wieder eine und nach exakt 62 Sekunden war es wieder vorher Fusel. Wie so ein Chupa-Chups-Lutsche, der den Bono befällt. So. Flupp. Auf den Teppich. So, was haben wir da? Gehen wir nicht rein. Jetzt gehen wir mit da hinten. So, da wird der Stuhl nicht zur Gaudi eingesperrt. Na, da schau ich jetzt einfach nicht rein, ich geh jetzt mal rechts rein. Erst einmal. Da ist hell, da ist schön. Was haben wir da? Title pending, Titel in Arbeit, Ideen sind im Skizzenbuch. Haben wir schon, was haben wir? Da hab ich ein Loch im Kopf. Spielen wir. Was spielen wir denn? Oh je. Spielen wir D, E, F, G. D, E, F, G. Na, da steht Farb. Farb. 5 Nase? Tja, 5 Nase funktioniert offensichtlich nicht. Und nur Pro-Gamer wissen, dass es wirklich 5 Nase ist. Aber gut, werden wir schon irgendwann 5 FADB. Oh, stopp. Da stehen ja noch Nummern drauf, oder? Was? 1, 2, 1, 2? Oder ja genau, wie der Zehner schreibt, 3, 2, 3, 2. Was? Piep, piep, Motherfucker! Was war das? Wie merken wir uns einmal, eine Uhr ist bei 4, eine Uhr ist bei 1. Oh, weiter. Ja. Tobi kann ein Game Sound nicht lauter machen. Du musst lauter machen, nicht ich. The windows are blacked out, obscuring much of the place. But luckily for Sam, there are some lights on. Da ist 4, 5, 6. Was habe ich mir jetzt gedacht, dass ich in die Tür einschaue, sag? Wir haben ja schon 2 Uhren.
Und die sind durchgestrichen. Wir haben eine um 1, wir haben eine um 4. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch 2, 4, 5 finden. Also aufs Ticken aufpassen. Oder hat's doch gerade tickt, oder nicht? Hä? Das ist unser Badezimmer auf einmal. Ah, ja. Pass auf, wenn die Uhr jetzt durchgestrichen ist, dann haben wir einen Rätsel auf der Spur. 5. Hab keine Angst. Ja, ja, freilich hast du mich wann. Ist das nicht Plus und Mal? Wo? Aha, schau hin, die Uhr ist durchgestrichen. Gut, wir müssen mal Uhren finden. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob man die Ticken hört, aber gut, die ist im Wasser gelegen. Brother, what? Was? Oh. Irgendwo muss der Uhr sein. Ich bin ein Blinder, Alter! Simmi. Wife in die Soundkulisse fickt mich gerade ganz an. Also jeder, der nicht daheim hockt, ich höre euch schon. Ich muss ja mein Mikrofon ein bisschen dazu benutzen, dass ich mich dahinter verstecke. Das, wenn du mir wegnimmst, dann kann ich nicht mehr. Ich tue es schon weg. Weh, ihr traut den Sound nicht auf. Ganz ehrlich, die Atmosphäre in dem Space ist schon dermaßen krass, obwohl noch nichts passiert ist, dass ich einen Vogel krieg. Und zwar einen richtigen. Dann gehen wir mal weiter oben, das hilft ja eh nicht. Wir müssen mal aufs Ticken aufpassen. Wie viele Uhren brauchen wir noch? 4. 3 oder 4. Entschuldigung, war ich. Projects. Ist der Russe mäßig den Schluss jetzt? Meine Donation-Listen ist hier, ich kann eine Sache nicht lesen. Das ist doch der Raum, wo man... Okay, ich verstehe. Also ich verstehe gar nichts, aber ich verstehe. Aber ja, das. Kann man das wieder zumachen? Dann kann man den... Noch da auch schon ein Bettel, ich sehe noch. 3. Ich weiß nicht, was jetzt noch abgeht, aber viele haben es jetzt nicht mehr. Da hat's vorher schon rausgeknallt, jetzt kannst du mich mal... Oh no. Nope. 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 Nö. Meine Hosen schnell. Warum? One of the cards his mother Ava used to make to teach them Spanish. Ja, ja. She kept leaving them forgotten everywhere. Haben wir doch vorher irgendwo ein Beutel gehabt? Ja, genau. Wenn wir noch mal beim Telefon sind, rufen wir mal 555 1324. Erinnert es mich dran? Unangenehm.
vornehm durch. Was? Da ist die letzte Uhr drin. Das heißt, wir brauchen erst den Hammer, hä? Wir brauchen erst den Hammer. Fick die doch dann mit deiner Scheiße, Alter. Gehen wir mal nochmal runter, schauen wir, wie viele Uhren das wir haben. Ich glaube, es geht nämlich nur noch eine ab. Und irgendwie müssen wir an den Hammer kommen. Irgendwie müssen wir an den Hammer kommen. Und das Ding pickt da auch nicht zur Gaudi. Das pickt so random da, dass ich mir denke, zur Uhrentür ist da nach links gegangen, das weiß ich noch. Warum da drin Bullen noch anfangen, das weiß ich nicht. Dann rufen wir nochmal die Telefonnummer an. Telefonnummer probieren, Bernie, schreibt Bernie, ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich traue mich bloß nicht sprinten, weil ich ganz genau weiß, was passiert. Ich will nicht sprinten. Soll das denn? So, was war's? 5, 1, 3, 2, 4. Jetzt probiere ich noch mehr auf SOS zum Drucken. Das ist der Hammer aber gefallen. Oh, lol, tatsächlich. That was a very strange way to get the hammer. Bestätige. Aber mit dem Bredel. Ja. Es ist halt so schlimm. Wir haben schon so viele scheiß Horrorspiele gespielt, oder? Wir haben so viele scheiß Horrorspiele gespielt, oder? Madison, Visage. Ewig die Indie-Spiele. Dass ich nicht mehr normal spielen kann, weil hinter jedem Eck irgendein Hurensohn sitzen kann, der ich flipp. Ah, das ist cool. Es ist nice to know, dass ich nicht die spezifischen Items auswählen muss, sondern dass die Sachen dann von allein funktionieren, wenn ich das richtige Item habe. Das ist cool. Das ist schön. Das nimmt viel Try and Error und viel Frust. Also jene Rätsel. Ich will blau. Also Affenbeutel. Zeichnung der Affenbrüder. Okay. So, letzte Uhr, sehr gut. Sehr gut, letzte Uhr. Das Allerschlimmste ist ja, es ist noch nichts passiert, Alter. Also nothing. Ich bieg in meinem Sessel, oder ich hab Arschwasser, das bin jetzt... Kann die 2 Wochen überleben damit. Box. Kaya. Oder Kaja, ich kann kein Spanisch. See, fliegen kann ich. Fliegen. So, was haben wir jetzt gekriegt? Ach, die letzte Uhr.
So, dann gehen wir da wieder oben. Hm? Ja, gehen wir oben. Da haben wir sonst. Der Duftspender ist passiert, ja. Leck mir mal, wo ist denn das hergekommen? Entschuldigung. Sein Ball sagt, das ist das Schlimmste, wo nichts passiert, wo es nicht weiß, was los ist. Dankeschön für die Gesundheit. Heiten. Was ist denn da schon wieder so? Oh, ich hab nur noch 50%, das wird cheaten. Ich hab nur noch 50% Stress. Was hat es mit der Binde auf sich? Das ist Hosenunfall Protection. Sam is puzzled by the phrase on the wall. It has his handwriting on it. Nervenmann! Nicht, dass, also Isaac sehr offen, nicht, dass der Isaac tot ist und dann grantig wird. Aber es schaut schon lustig aus, muss man sagen, was es ist. So, Affenmann. Das heißt, wir haben gerade ein Bild von Affenbrüdern gefunden, wir brauchen noch einen Orangen. Einen Orangenaffen. Und jetzt eine Lüge 7-mal. Was ist das für Kackmusik? Mach die Scheiße aus, du Trottel! Spielen wir heute wieder nicht? Spielen wir heute schon wieder nicht? Tut mir leid, Sam. Es geht mir nicht gut und Mama würde es auch nicht wollen. Hast du schon die Affen gefunden? Nein! Du hast sie diesmal echt gut versteckt. Mama meinte, du hast die Grippe. Simil wird die Wahrheit immer nicht sagen. Das macht mich so wütend. Ich weiß. Wollen wir einen Film sehen? Okay, aber ich darf aussuchen. Du hast Affen finden. Lüge 7-mal. Haben wir 7 Uhren suchen müssen? Hm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Was sagt uns das? 7-mal die Lüge. Von 1 bis 2, 3, 4, 5, 6 bis 7. Also zwischen 1 und 7 Nachmittag brauchst du von mir keine wahre Aussage erwarten. So schaut's aus, quasi. Okay, so. 7 Sünden. Oh, ja, Riesimike, gut kombiniert. Ja. Trash. So, wir brauchen einen zweiten Affen. Affen-Dude. Aber ich habe jetzt gar keinen Anhaltspunkt. Jetzt gehen wir noch mal auf, wieder, wo die Tiere so halb offen oder wo irgendjemand dahinter umeinander gegangen ist. Hätte ich gesagt gehabt. Oder gehen wir einfach mal nochmal. Das ist ja ein Loop. Ja? Erinnert mich ein bisschen an PT. Bloß PT war so. Also, es war, wie soll ich sagen, der Erfinder dieses Walking Sim Horror Genres. Aber es war so ein perplexer Durcheinanderkrampf, wo du auf die Hälfte der Sachen einfach fast nicht kommen kannst. Affen müssen wir finden, hinterm Pudel, ne? Telefon, wir drücken einfach nur mehr auf das Telefon. No, zur Not drücken wir aufs Telefon. Telefon. Der Erfinder Hideo. Von diesem Genre und von diesem Style auf alle Fälle, ja. Das muss man ihm lassen. Und er hat ja eh schon ein neues Spiel angekündigt. Ich glaube, wie heißt es? OD? OD Nox oder irgendwie so. Und es scheint in Richtung Horror zu gehen. Ihr bleibt skibrav da stehen, meine Damen und Herren. Danke, Bernie Crusade. Der Bernie Crusade ist ab jetzt mein Sprecher. Ich bin ja jetzt dumm zum Labern, wenn ich mich da konzentrieren muss. Bin ich generell, aber das ist egal. Die Rätselmechaniken bei PT waren weit hergeholt. Das trifft es am besten, ja. Was sagst du zum EA verkauft? Da habe ich jetzt gar keinen. Ja, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Das war klar, dass EA irgendwann verkauft wird.
kann nur besser werden. Ja? Und wenn sie ein bisschen ein Hirn haben, ein bisschen eins, haben sie mit Battlefield 6 einen brauchbaren Shooter, aus dem sie endlich ein Live-Spiel machen, also ein Live-Action-Service machen können, mit dem sie sich dumm und dämlich verdienen. Dumm und dämlich, meine Damen und Herren. Wenn sie es nicht wieder verkacken. So, gehen wir mal ins Telefon, drücken wir auf SOS. SOS. Achtung. Dreimal SOS. 5553232 bei Gelegenheit, das probieren wir auch noch. Das ist das FAD. Oh, es passiert nichts. Passiert nichts. Bin ich schon sicher, dass das Maulbier ist. Im Schubladen vielleicht. Nein, nicht. Wie kommt Nadine zum Beispiel auf 6142? Wie kommt's denn da drauf? Wie kommt's denn alle auf 6142? Was habe ich nie schon wieder übersehen? Ich probier's einfach. Aber dann müsst ihr mir sagen, was drauf kommt. Wie kommt's da alle drauf? Schau ins Buch. Der Geist ist weg. Was für Geist? Ne, geht auch nichts. Ne. Achso, ja, okay, jetzt check ich's. Hier geht's nach Alphabet. Clean nach Alphabet. So, Skizzenbuch, jetzt pass mir Obacht. Da haben wir A, B, C. A, was heißt das da oben? Da ist dieser Affe. Diese Uhr, die an der Deck biegt, schwarz. Dann haben wir da 1, 3, 2, 4. Das hat definitiv was mit den 3 Gestalten in dem Raum zum da. Da haben wir irgendeine Art Spiegel. Der Luxor schreibt, der Geist ist weg. Was für Geist, Alter? Schau in den Raum. Warte mal. Was ist das auch nicht für einer? In welchem Raum? In welchem Raum? Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo die überhaupt waren. Eine Lüge 7-mal und dann haben wir da eine Uhr. Die Bilder zuordnen zu den Buchstaben. FADB. Be careful, Kopf hoch. Ja, ich glaube, ich hab schon eine Idee, was ist meins. FADB. Aber da ist halt auch noch G. Interessanterweise. Jetzt schauen wir mal da noch. F. The Reflection. A. The Big Lie. D. The Hidden Ghost. B. The Drowned Hour. Überliest du das Multiply eigentlich absichtlich? Nein, aber mit dem kann ich noch am wenigsten anfangen. Ja, gehen wir halt nochmal rundum, weil es eh wurscht ist. Und hier dieses Zeichenbuch. Was steht da? Sachen. Schwarz. Ich weiß, dass das vorher schwarz war. Eventuell müssen wir halt noch Sachen finden. Die Uhr, das kleine Uhrenbeutel ist auf alle Fälle nein. Wir müssen diesen komischen. Gehen wir da noch mit zurück, oder? Probieren wir es mal. Na, können wir nicht. Sam Toys. Also ich sag mit der Demo glaube ich nichts mehr zu. Entweder ihr erinnert mich gar nicht mehr. Oder mit der Demo hat das. Da waren wir noch nachschauen. Nein, mit der Demo hat das gar nichts mehr zum tun. Irgendwas müssen wir noch finden. Auf 100%, jetzt schauen wir mal nicht da. Isaacs auf. Warte mal. Hat der auf vielleicht irgendwas? Weißt du schon? Hoppala.
Kann man Objekte eventuell, so wie es in Resident Evil auch gern ist, auf eine bestimmte Art hindran und dann öffnen, dem Feind auf alle Fälle ein Auge. Demo war komplett anders, gell? Ich hab's schon. Da war irgendwas mit Ketten und. War da jetzt gerade ein Fuß? Okay, einen komischen Vogel, gell? Das ist schon klar. Da steht doch was, oder nicht? Na, ich hab das nicht weiter. Sonst weiß ich einfach. I believe in you. Was steht da? Also, ich glaube an dich, ja, ja. Small Island, La Burga. Du schaffst es. Don't worry, ich bin hier, ja toll. Was ist, wenn jedes dieser Objekte eine Zahl trägt? Vielleicht hat einer der Geister eine Zahl, dann die große Lüge ist 7 wegen der Wandäftel, der Affe hat vielleicht eine 1, obwohl der Affe... Das glaube ich ist eher I für Isaac. Aber das rätselt ruhig umeinander. Im halben Augenwinkel lese ich schon mit, der zeigt nicht an. Bis dahin renne ich umeinander wie ein blinder Uhu. Aber schau dir nochmal die 6 Bilder genau an, da sind Zahlen drin. Da ist keine Zahl, da sind 4 Zahlen, da sehe ich keine Zahl. Da sehe ich mit sehr weit hergeholtem Willen, sehe ich eine 5. Kann aber auch eine 4 sein. Sally! Geister im Notizbuch sagen Nummer 55132 ja, das haben wir schon lange probiert. Das können wir aber auch nochmal probieren. Wer weiß, vielleicht ändert sich ja auch irgendwie was, ähnlich wie es bei PT war, wenn wir mit dieser Schleife öfters einmal durchgehen. Da fehlt doch eine Puppe oder im Raum waren nur 3. Ja. Aber ich hab die 4. Puppe noch nirgends irgendwo gesehen. Weißt schon? Ich kann auch sonst jetzt da nichts mehr tun. Also ich habe schon die Vermutung, dass man irgendwas mit Items machen muss. Die Frage ist, was? Warum ist da der Stuhl einzwickt? Da kann ich auch nichts machen. Am Telefon steht Looking for Help. Beim Loch Help in dem 7-Leis-Raum steht auch Help und auf der Leiter stand von der Mom, scheu dich nicht um Hilfe zum Fragen. Können wir auch nochmal probieren. Es quietscht dann was richtig narrisch, wenn ich drauf drücke. Das war aber vorher schon. 5554357 ist Help. Ja, das ist mir alles zu weit hergeholt. Es hat schon irgendwas da mit Review Sketch. FADB. Es hat schon was mit dieses zu auffällig da mit FADB. Es muss da was damit zum tun haben. FADB. Das hilft mir aber nicht weiter. Da ist dieser komische Spiegel. So einen richtigen Spiegel haben wir noch nicht gefunden. Es gibt bloß den Spiegel im Bad. Vielleicht kommen wir mit dem was da haben. Who knows. Das mit dem Affen. Das Beutel ist erst da, seitdem wir den Affen gefunden haben. Ob da eine Nummer durchschimmert, nicht so wirklich, da schimmert schon was durch, aber das ist beides mal das gleiche. Das ist völlig identisch. Der schwarze Kasten. Gehen wir nochmal ins Badezimmer. Danke für die Pizza. Herr Lacher, Jumpscare Action, wo? Oh, der Herr Lacher versteht schon wieder gar nichts. GZ. Oder ich pick in meinem Stuhl drin, dass es nicht mehr feierlich ist. Mir erinnert das so.
Erst Spiegelraum, dann Affenraum, dann Geisterraum, dann Uhrenraum. Das glaube ich nicht. Da herin ist ja nichts zum Tor. Und das stumpf ablaufen, das klingt für mich nicht nach einer Game Mechanic. Weil alle anderen Sachen waren jetzt eigentlich relativ obvious. Relativ. Buchstaben, die Erklärung nochmal anschauen. Was für eine Erklärung? Mehr Kontext. Es gibt so viele Buchstaben in dem Spiel, dass ich nicht weiß, was du meinst. Du hast eine Seite mit Überschriften, Titel gekriegt. Du sollst, glaube ich, die Bilder zuordnen. Ja, aber was hilft mir das? Da haben wir Überschriften. Oder haben wir Ideen? Buchverzeichnis bitte da. Weil schreibt ja, das hilft mir nicht weiter. Mach die Tür im Affenraum zu. Was nicht? Ich weiß es nicht. Das haben wir jetzt einfach mal. Mr. Dieselworks. Ich suche, ich pick mir jetzt einen nach dem anderen von euch raus und tue stumpf, was er geschrieben hat, egal wie absurd das ist. Egal wie absurd es ist. Kommen wir nicht zu mal. Der fehlende Geist ist die Nummer 2. Ergibt sich aus der Erklärung. Was? Weifin! Ich brauch ganze Sätze und Kontext, ich weiß nicht, von was du redest! Also lass mich schauen, ist das Wort, da können wir ja schnell nachschauen, stellen wir direkt daneben. Ja. Das heißt die Nummer 2 Fight. Aber was mache ich mit dieser Information jetzt? Mehr so wie die Donation, was auch immer das gerade war. 1 für den Spiegel F, 7 für den Affen A und die im Raum des Affen gefundene Zahl. 2 fehlt bei den Geistern und 5 für die Uhr, die auf 5 steht. Was? Was soll ich jetzt mit den Zahlen? Das Telefon anrufen? Was? Jeder Buchstabe steht öfter für einen Raum. Beim Telefon stehen die Buchstaben, die wir anhand der Tipps vom Buch mit den Räumen ansehen müssen, wo dann öfter die Nummer zu finden ist. Ja, aber da hier drin ist keine Nummer. Geisterraum. Hä? Hier. Okay, das ist vielleicht die. Okay, am Start ist vielleicht die 2. So. Dann gehen wir in den Affenraum. Erkunden. Hier ist keine Nummer. Alter, das ist vielleicht schon eine sehr weit hergeholte Kacke, gell? F ist gleich 1, Personenzahl 1. A ist gleich eine Personenzahl 1, D ist gleich fehlende Geistzahl 2, B die Uhrzeit auf dem Bild ist 5, Zahl 5. Der Affe schaut auf die Uhr, das ist die Zahl für A. Was? Wo schaut denn der Affe auf die Uhr? 1725. Das rufe ich jetzt an. Und sobald wir die Nummer rausgefunden haben, dann erklärt es mir wie, weil das ist ja was? 1725 habe ich jetzt nämlich schon ein paar Mal gelesen. Ich kapiere schon, wie es ihr das zusammen kombiniert, aber das ist vielleicht schon sehr. Das ist auch schon wieder sehr weit hergeholt. Neben dem Telefon ist ein Flyer? Spanish Private Lessons. Da, Eva! Ruf mal die Eva an. 1962, probieren wir erst. Hi, you are calling for Eva Hale. I'm not available at the moment. Please leave a message or call back another time. Thank you.
Hoshi, ich hab schon gelesen. Merci dir. Was. F ist gleich 1, Personenzahl. 1. A ist gleich 1. D ist gleich fehlende Geistzahl 2. B ist die Uhrzeit auf dem Bild und ist 5 Zoll. 5. Ist jetzt lauter besoffen, wenn da irgendwas stimmt davon. Oh, na stopp. 5, 5, 5. 1, 1, 2, 5. Nope. Dann haben wir da nochmal 1, 7, 2, 5. Great. What you've just experienced could be considered a kind of test. And if you've come this far, it's a good sign. Maybe this time you are ready to move on. But be careful. He will look for ways to trick you as he has done so far, day after day. Consuming you. Once again, someone is trying to scare him. You shouldn't play along. Okay, der mal so, als hätten wir ihn nicht gesehen. F, A, D, B. Die richtige Nummer war jetzt 1725. Wie zum Fick kommen wir da drauf? Das möchte ich jetzt wissen, bevor wir weitergehen. So, nochmal. F, F, A, D, B. 1 ist F. Warum? Weil eine Person drauf ist. Stimmt aber abgesehen davon nicht, weil im Spiegel sind 2. Dann kommt A, 1, Sim. Wie kommst du auf Sim? Oder? Warte mal. F, A. Ich verstehe nicht. Der Liebe schreibt, 1 ist gleich für die Person im Spiegel. 7 ist gleich für die Zahl im Zimmer, wo du den Affen gefunden hast. Da ist kein Zimmer drin gestanden. Das war doch ein 6er. 2 für die Puppe, die fehlt. Das lasse ich mir eingehen. Das ist relativ obvious. 5, weil auf der Uhr 5 ist. Was für eine Uhr? Da waren echt viele Uhren. Weil im Affenraum Sim an der Wand steht? Na, wenn dann im Uhrenraum steht 7 an der Wand, im Affenraum steht gar nichts. Der Affe war doch in dem Raum mit den 7 Lügen. Nein! Oder? Oh, tatsächlich war er schon. Der ist von dem Schnirk. Was hab ich in dem Raum gefunden, den ich mit dem Hammer aufgebrochen hab? Wieso hat's in mein Hirn hinein manifestiert, dass in dem Raum mit dem Hammer der aufgelegen ist? Da war nur die Uhr. Wieso? Gut, dann kann ich nicht draufkommen. Dann kann ich nicht draufkommen, weil ich gemeint nicht. Das hab ich einfach von meiner Behinderung vergessen. Der scheiß Affe ist an der Schnur gehängt, im Uhrenraum. Und ich war bis gerade eben fest davon überzeugt, den Affen habe ich in dem Raum gefunden, wo ich mit dem Hammer die Tür aufgemacht habe. Na gut. Was da die ohne Eichel, ne? So! Jetzt kannst du wieder laut machen. Oh komm, leck mich bloß! Leck mich bloß am Arsch! Brother,
Es ist halt da stockfinster, geh rückwärts. Alter, wie dermaßen gut hat denn das jetzt ausgeschaut unter der Deck? Bist du bescheuert oder was? Merci fürs Helferleid, ich hab überhaupt keine Chance gehabt. Aus irgendeinem Grund hat sich in meinem Hirn... Still, he decides to go deeper into this house, even though he knows it's probably not a good idea to do so. It's probably not a good idea to do so. Im Oktober ist generell überhaupt nichts eine gute Idee. Warum von der... Das von der Sand kommen an. Warum schau ich in das finstere Eck und drüber doch dein Maul dann? Also. Oh no. Curiously, a toy helps him find his way in the dark. Too convenient. Ich schau gar nicht weiter. Das sieht mir ein Scheißdreck so. Bruder, das Ding ist so asozial gemacht, dass ich mit was ganz was an. Ah ja, an die Ketten erinnere ich mich noch aus irgendeinem Grund. Es ist so asozial gemacht, dass ich gleich herkotze. Even the drawings escape. Toll. Sogar die Zeichnungen entkommen. Danke für die Donations, Kuss auf die Nuss. Jetzt gehen wir weiter. His drawings cover the walls. Sam can't help but doubt whether he really painted them. After all, it wouldn't be the first time he's done something and doesn't remember it. Chihuahua. Du wirst es nie wieder tun. Du wirst es nie wieder tun. Du wirst es nie wieder tun. Okay, toll. Hidden Door. Geht nicht auf. Quasi Mode beim Scheißen. Papas Klebezettel. Wie ich sehe, hat dein Vater über Klebezettel mit dir kommuniziert. Ich habe eine Menge gesammelt, aber es fliegen noch mehr davon herum. Willst du sie aufheben oder soll ich sie wegwerfen? Mama. I have a very bad feeling about this. Is that a coin? Was? Halle, was? Ich kann nichts sehen. Ist da jemand? Tech-World Noob. Ja, fällt's aber am Willen irgendwo. Ist gleich. Ui, komm, geh gleich. What the hell?
Sam recovers, disoriented, in what appears to be a cave. Was? Oh ja, Hund! Ah! Something monstrous echoes among the rocks. It seems large. Schulzmäßig. Ich bin nur maximal verwirrt. Einfach bloß, what the fuck? Was? I see. Sam walks through the desert with a strange sense of relief. After all, it was just another one of his nightmares. Ich smashe Space. Und laufe einfach geradeaus und hab keine Ahnung, was ich hier tue. Muss ich meine Augen vielleicht zugelassen oder? Literally, jetzt habt ihr einen Scheiß. Literally, Hashtag Leerzeichen. Ja, ich weiß aber halt auch nicht, wo ich hinlenken soll. Oh. Oh, jetzt kann ich nicht mehr smashen. Ich kann nicht mehr smashen. Ich kann nicht mehr smash. Ich hab sogar das Vollzeichen gesmashed. Herr Schmeugel, merci dir. Schluss damit jetzt. Herr Luxer, der Biergepuh und es funktioniert leider nicht mehr. Kinder langsam. Was denn jetzt nochmal? Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Das müssen wir nicht einfach alles in Nummer machen, oder? Das ist nicht der Ernst. Mr. Du jetzt. Schnauze. Ah, noch was? Go to your room. Sam blickt in den Sonnenuntergang aus dem Off. Sonnenuntergang aus dem Off. Over Black Title Freitag. Siehst du dich zurück nach deiner Kindheit? Sam blickt in den Spiegel, dreht sich um und verlässt das Badezimmer. Als er durch den Flur läuft, erschreckt ihn das Geräusch des Lufterfrischers. Du Wichser. Erzähler aus dem Off. Sam macht sich wie immer bereit für die Arbeit. Vor ihm liegt ein neuer Tag. Es geht nach unten, nimmt den Schlüssel aus der kleinen Schale auf dem Telefontisch und geht durch die Vordertür hinaus. Over Black Titel Donnerstag. Sam blickt in den Spiegel, dreht sich um, verlässt das Badezimmer, als er die Flur erschreckt ihn das Geräusch des Lufterfrischers. Sam macht sich wie immer bereit für die Arbeit. Er geht runter, nimmt den Schlüssel aus der kleinen Schale auf dem Telefontisch
Bla bla, over Black, Titel Freitag, geh auf dein Zimmer. Herr Schmeugel, merci dir. Schluss jetzt mit der Rundoneterei. Ja, verstehe ich nicht. Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Aha. Also ist ja wahrscheinlich der Schlüssel nicht mehr da, so bis vor. Wir haben jetzt Dienstag, oder? Muss ich mich kurz am Hirn kratzen? Sam gets ready to go to work as usual. Bis Freitag durchziehen, ja. Und am Freitag dann in unser Zimmer. Aber was ist unser Zimmer? Is the big question. Generell mal grob aufpassen, ob da jeden Tag irgendwas anderes ist. Die Seiten wird komisch. Sechs ist, was das vorher, Do you miss your childhood? Das wird jetzt mal ein bisschen anders da. Gut, heben wir es mehr auf. Kommt da ein komischer Sound. Sam gets ready to go to work as usual. Ja. A new day awaits him. A new day. Ich gehe natürlich auch mal schnell da aufs Telefon drauf. Jetzt ziehen wir erstmal durch bis Freitag. Gib erstmal Freitag. Da ist jetzt mal die Kapitelüberschrift verdächtig. Da sind mehrere Sachen verdächtig. Jetzt ist was anderes. Luxa. 1400 Leute. Wo 1400 Likes? Da hat er recht. Ich weiß mit auf den Hocker abgedreht. Hallo, die Tina Pro Gamer ist mindestens ein Like-Button wert. Smash der Like-Button, Kinder! Das ist wichtig. Um mir kurz die Immersion zu brechen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das Ding da jetzt mal mitnehmen soll. Da geht, wenn ich daneben stehe, kommt da ganz eine komische Musik aus dem Ding. Sam gets ready to go to work as usual. A new day Hoshi. awaits him. Hast du die Schlüssel und Truhe aufsperren, maybe? Probieren wir aus. We tried. We tried. Aber es hat ja geheißen, dass wir da keinen Schlüssel haben dafür, den hat Oma verschmissen. Also stimmt nicht wirklich, ich gehe jetzt trotzdem Freitag an die Tür. Achtung. Herr Schmeugel, dicke Grüße gehen raus, jetzt war's es aber. Hör dann auf damit! Kruzifix. Dankeschön. Ja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist da, in der Loop ist irgendwo ein Rätsel drin. Jetzt nicht am Freitag in dein Zimmer gehen sollen? Ja, das ist richtig. Toll, dass WE weg ist offen, war jetzt mal auf dein Zimmer gegangen. Das ist richtig. Oben Zimmertür. Müssen wir jetzt da wieder durchpimmeln bis... Sam Das ist mir mal schnell einfallen. gets kann nicht ready to sparen. go to work as usual. A new day awaits him. Dann werden wir jetzt wohl nochmal bis Freitag durchziehen müssen. Oder mal, können wir das mal noch probieren? Luxa merci. Nö. Aber mal schauen, was da los ist. Das Ding kann ich nicht aufmachen. Komm mal da. A new day begins in Sam's life, required by routine, bla bla bla. Vielleicht geht am Freitag irgendein Tier auf. Ja, muss jetzt da nochmal 5 Mal durchlaufen, dass Freitag ist. Scheiße aber her. Also im Teller, im Teller glaube ich gibt's nix. Richtig? Wo ist auf alle Fälle hin? Am Freitag, und das hätte man eigentlich gleich mal sein, ja. Das hätte man gleich mal sein.
Am Freitag kannst du dein Zimmer nicht, die Vermutung habe ich auch, ja. Hätte ich gleich machen sollen. Was hätten wir gleich tun sollen? Aber gut, die Minuten halten wir jetzt aus. Psst. Mr. Beast schreibt, hey Birgit, du Bindentoni, steht das wieder da. Ich war nie weg, Alter. Was schlafen Sie hier, Mr. Beast? Sam gets Oh, ready mir to go ist to work as usual. Ja. A new day awaits him. Ja, jetzt gehen wir zum Dienstag. Gehst du mal zum Dienstag jetzt? Jetzt wird schon immer selbstbewusst herumgelaufen, bis du uns wegreißt. Winky, das darfst du nicht schreien. Das darfst du nicht schreien. Ich denke mir's die ganze Zeit schon. Ja, jetzt pimmeln wir die ganze Zeit durch. Wenn wir am 28. Mal sind, dann können wir heimgehen. Jeden Tag einfach alles mitnehmen und anschauen. Porsche Handys. Das muss man auf alle Fälle einmal zumindest einen kurzen Blick drauf geworfen. Ja, der Sam gets ready, blablabla, Spiel für das Badezimmer, er geht runter. Ja, nehmen wir den Zähler auf alle Fälle immer mit, das ist eh scheißegal. Sam gets ready Die to 3 go to Sekunden. work as usual. A new day awaits him. Schlüssel holen und Türen testen. Wahrscheinlich gar nicht so blöd, aber das machen wir am Freitag. Kritisch wird, wenn der Duftspender lang ist. Absolut richtig. Der Fotzen hinten. Aber das, wir sagen, das ist unser Zimmer. Das schaut mir eher wie ein Kinderzimmer. Overblack Titel Freitag. Müssen wir schon am Freitag. Wir haben jetzt Donnerstag, gell? Nicht, dass ich jetzt da wieder durchgehe. Gets ready to go to work. Nicht, dass ich jetzt da wieder durchgehe. A new day awaits him. So, jetzt ist Freitag. Schluss mit Confidence. Deswegen ja dieser kurze Glitch da am Freitag. Der ist normal oder nicht? Aha! Is it open? Haben wir mir ein Kind? Schau hier, eine Playstation mit einem... Scheiße, wie wird das Scheißding heißen? Gamecube... He enters his room, but immediately senses that something is not right. This is not his room. Wenn ich das schon wieder sehe. Nein, nix N64, das ist doch kein Nintendo 64 Controller, ich hab's einfach nur so Gamecube Controller. So schaut's aus. Was ist das? Kann ich... ist das da nicht auf? Ja! i6 Affe! Nimm mal i6 Affe. Den legen wir daneben. Und jetzt? Was ist das da? Sie verstecken sich gern. Wer denn? Kannst du mich in der Oh. Was pass mir auf. Sam's Skits. Was? Wo? Affen? So wie kurz ist der Freddie Mercury, oder? Warum hatten da einfach homosexuelle Beitel hinter dem großen Beitel? Why? Vom Don Juan. Warum? Schau den Film fertig. Gay! They ought to make the day the time changes, the first day of summer. What? Well, it's 8 o'clock and it's still light. A lot of good the extra daylight does us.
Now, we've still got a 3-hour drive back. We're not going to be home until after midnight. Well, if it really bugged you, Johnny, you wouldn't do it. You think I want to blow Sunday on a scene like this? You know, I figure we're either going to have to move Mother out here or move the grave into Pittsburgh. She can't make a trip like this. Oh, darn it, she can't. Is there any of that candy left? Was ist das Night of the Living? Im Ernst jetzt? Look at this thing. We Ich kenne den Film natürlich, aber His ich hab... brother Isaac got sick. They both used to play in this same way by hiding the monkeys. It seems like a good memory, but for Sam, it's more like a bad joke. Well, we're here, John. Das ist, da ist der ganze Film jetzt... Was... What's the catch? Was... Le encanta la pizza. Don Juan... Was soll das? Und da ist der ganze Film Night of the Living Dead drin. Ist ein lustiges Gimmick, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Jetzt hat er uns irgendwas erzählt, von wegen die Affen verstecken sie. Müssen wir jetzt die Affen suchen. Which row is it in? Also ich bin ein bisschen... komplett... Bruder, es ist 9:45. Was heute Abend? Ja, was soll ich denn jetzt da herin? Zoomen. Ich hab mich irgendwie dazu gebracht, dass ich zoomen soll. Ich weiß nicht, was ich zoomen soll. Warum hat denn der so viele UFO-Sachen da herin? Ich mag nichts wissen von irgendeinem UFO-Scheiß. Da steht OVNI. Wie vorher gesagt, die Affen sind im Chat. Das gefällt mir. Da hat sogar der Bruder im Schmerztabletten. Ah, da. Skizzenbuchseite. Schauen wir da. Okay, was tue ich da damit? I wonder what happened to the one from last year. Ja. Each year we spend good money on these Schweigender things. Lämmer. Come out here and the one from Fragile, last year- Toys. Was haben wir da noch so ist? Der Filler 2. Der UFO-Zeug. Über dem PC auf dem Regal. Polish and Ach du clean it Scheiße, up, Tatsache. Sell it next year. Aber How many times we bought the das same hilft mir one? nichts weiter da. Ach, er kommuniziert mit uns über diese Post-its. Muss ich die anschauen oder was? Haben Sie Namen? Hey, come on, Warum Bart. verstecken Church Sie this sich? morning, huh? Neuer Film. Oder muss ich die jetzt mit euch einfach suchen? Ah. Ja, hallo? Jeder gefunden, hallo? Da ein Trolls schon. Hey, I mean praying's for church, huh? Come on. I haven't seen you in church lately. Well, Warum? not much sense in my going to church. Do you remember one time when we were small, we were out here? It was from right over there. I jumped out at you from behind the tree, Why? and Grandpa got all excited, and he shook his fist at me, and he said, "Boys, you'll be damned to hell." Da ist schon wieder so eine Schleimhand. Remember that? Right over there. Das ist auch lustig. Lüftungsschlitz hat Goggly Eyes. Johnny, You're still afraid. Sie verstecken stop sich it now. gern. I mean it. Ja, aber wo jetzt? They're coming to get you, Barbara. Aber Ignorant. They're coming for you, Barbara. sie kommen dich holen. Sieh den Film. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. Oh. Oh. He picks up something. Das Augen vom Affen. Hallo? Was hilft mir das jetzt weiter? Jetzt haben wir sie Augen! Okay, warum ist der so glitchy? Lass mich. Bitte sag du, hast die Tür nicht. Die hab nicht die aufgemacht. Also, meine Ernst, die hab ich wirklich nicht. Es ist alles so komisch glitchy, sagst du das? Wieder Freitag, geh auf dein Zimmer. What? Ja, wart. Wenn man...
Die Frage. Was ist mit denen? Einige schreiben Keller. Ja. Ich geh jetzt nicht zur Haustür aus. Es ist Freitag und irgendwas werden wir schon tun müssen. Und der scheiß Ton und der Glitchscheiß. Weiß ich nicht, ob man das im Stream gescheit sagt. Ich hoffe schon. Das ganze Battle ist so seltsam verzerrt. Ton ist komisch. Hallo? Ah, Glitch ist schon so deutlich, dass man einen im Stream sagt. Aber was... Hausschlüssel, Sketchbook, die Drehbuchseiten... Wir haben doch das Augen gekriegt. Warum habe ich das dann nicht in... Incluso Los Dinos? Hä? Im Stirnhaus ist ein Post-it, der hängt da schon seit Anfang an. Der, glaube ich, hilft uns nicht weiter. Also den habe ich schon ein paar Mal gelesen. Ich darf jetzt instinktiv eigentlich vielleicht doch aus der Haustür rausgehen. Weiß jetzt auch nicht. Also Auge ist an dem Affe. Der zweite Affe braucht noch sein zweites Auge, welches wir vermutlich finden müssen. Jetzt gehe ich nochmal schnell, bevor ich aus der Haustür rausgehe, schaue ich mir die Affen nochmal genau an. Ich glaube, der eine hat beide Augen. Der zweite Affe hat nur ein Auge. Und es ist übrigens 5 vor 10, Leute. Und kein Mensch weiß, wann es 5 vor 10 geworden ist. Es ist so gut wie nichts passiert in dem Spiel. Ich klebe in meinem verfickten Sessel. Sicherlich gibt es einige, die daheim hocken und umeinander warnen, dass nichts passiert. Aber die haben es nicht verstanden mit Licht laut und ausschalten. No Signal. Okay. Schau. Genau, ich halte mich mal ganz stark. Der eine Affe hat beide Augen. Und der andere Aff hat ein Auge weniger. Das hat er schon von Anfang an. Und der hat mir jetzt ein Auge gegeben. Zum Glück ist 5 vor 10. Ja, aber Gott sei Dank, dass ein paar Leute erinnern, den ist hoffentlich. Genauso als können ein Bugel ablaufen mit dem Spiel. Ich glaube, ich habe so die Vermutung, das Spiel ist so das typische Jumpscare-Gepimmel. Das kriegen wir übrigens am Mittwoch. Bin ich mir relativ sicher. Wie wir das aus den Indie-Games gewohnt sind, die ja ziemlich schnell schlecht sein können. So, ich renne in dem Spiel umeinander und erwarte die ganze Zeit irgendwas, aber es passiert nicht. Es passiert schon was, aber nicht viel. Wie geht's da aus der Haustür raus? This is wrong. Freier schreibt, und das geht mir ähnlich, das ist das, was mir ein bisschen außerreißt. Langsam, aber sicher jetzt nach 2 Stunden. Ich check nicht, um was das geht. Also ich habe überhaupt keinen Hinweis, was mir das Spiel sagen will. Es ist halt weird, es für Anomalie schreibt's richtig. Hä? Es ist weird as fuck. It is night. Okay, hört mir mal, ich sag nichts. And someone knocks on the door. Vielleicht hätte ich einfach mit...
Ich sehe gut nichts. Ich versuche. Schlüssel. Ich geh wieder auf für das Licht. Ich brauche eine Taschenlampe oder so. Ich hab die Taschenlampe. Wo ist denn der Taschenlampe? Mr. Zwerschuss, wo ist die Taschenlampe? Ich sehe hier keine Taschenlampe. Wo ist die Taschenlampe? Wo ist die Taschenlampe? Ich gehe nochmal zu dir, aber ich versuch's mir. Es ist halt so finster in da, manche Ecken drin, dass ich gar nichts mehr sehe. Unten ist eine Taschenlampe. Wo ist der Taschenlampe? A memory of his grandmother, Dolores. She was always a very devout woman. Sam was scared to see her pray when he was little. Ich bete, dass der Fluch meines Mannes diese Familie nicht verfolgt. Bitte lass uns alle gesund bleiben. Oh. Sam finds a torch. What a coincidence. Nee. Die habe ich einfach nicht gesehen, ich sag's es ist, ich hab dann. Hinter dem Mond. Oh, Hinweis aufs Auge. Ja, und jetzt? Darf man einen Scheißdrink? Ja, okay. Ciao. He is trapped again, anxious about how much time he'll have before whatever is knocking at the door comes in. Wo war der Mond? Wo war der Mond? Oh, komm her, der Beidel da und darf ich ausflippen. Wo war der Mond? Ich hab noch nichts gesehen von dem scheiß Mond. Aber ein Mond. Wenn wir Beidel anschauen, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Halt, stopp, da kann irgendwas tun. Schlüssel mit Mondgravur. Das war wieder mehr Dusel als Verstand. Dankeschön. Aber was hilft mir? Schlüssel mit Mondgravur, was hilft mir das? Tormond? Na. Box von der Oma. Ja, stimmt, das kann der versteckte Schlüssel von der Oma sein. Stimmt. Penny, gut aufgepasst. Ja, stimmt, ich bin nicht in der Lage zu denken. Tatsächlich. Was? The door has disappeared. Was ist denn mit dem Spui? Ich sag euch mal, ich hab was anderes erwartet. Ich sag das, was es ist, aber das hier ist, glaube ich, fickt euch, was man.
Ich sag das, was ich glaube, das Space, das ist nicht der typische Jumpscare-Scheißdreck. Ich schwöre dir bei Gott, wenn ich das allein spielen darf und ich hab im Prinzip Space allein, ich hab ja bloß den scheiß Chat da. Ich kann's nicht spielen. Das hab ich so wir haben ja schon viele Horrorspiele gespielt, Freunde der Sonne, viele. Das hab bis jetzt so noch keinen Sieg gekriegt. The house is being consumed by rocks and sand. Sam's nightmare seems to be spreading everywhere. Das ist ultra absurd. Ich kann's nicht beschreiben, das kann man nicht mit Visage vergleichen. Visage ist ganz was anderes. Madison sowieso nicht. Und mit den Indiger, es ist schon ein Walking Sim Horror. Arena ist gleich Sand. Bedrückend. Es spielt mit der Atmosphäre. Es ist für mich Peak Psycho-Horror. Und zwar volle Kanone. Das habe ich so noch nicht erlebt. Es gibt einige Spiele, die das probieren, ohne Jumpscares dir eine Gänsehaut laufen zu lassen, aber keins kriegt so richtig hin. Und wo ist denn... Was haben wir wieder in der Scheißwüste da? Die Atmosphäre ist richtig narrisch. Sounddesign ist richtig insane. Ich bin aufs Eiskalt über beide Arme, aber ich fick dich mit deiner Scheiße! Vielleicht mache ich, das muss ich jetzt einfach zugeben, ist vielleicht auch so, natürlich blödelt die da ein bisschen rum, ist ja schon klar. Vielleicht mache ich da in dem Spiel da vielleicht ein bisschen die Atmosphäre für die Zuschauenden kaputt, aber mir läuft es halt einfach eiskalt Bug, glaube ich. Weil ich es nun mal gewohnt bin, im Stream permanent die Fresse aufzuhaben. Ist in dem Spiel vielleicht einfach mal verkehrt. Fick dich und dein scheiß Drecksodern. Nadine, mit der man nicht mehr lang. Ich hoffe, dass irgendwo so eine Art Save Point kommt. Ach Kim, leck mich. Leck mich am Arsch mit deiner Scheiß. Nicht du, Nadine. Ja. Yeah. Ah, komm, Alter. Ah, Kim, Alter. And all this to return here, to a place with no way out. But luckily, it's just another bad dream. Schauen einfach nicht an. Wo ist denn das? War unten, glaube ich.
shouldn't trust a stranger behind the phone. After all, he's stuck here because of him. Jetzt kann ich wieder auf der Leertaste umeinander hauen, weil sonst meine Augen zugingen. But ich laufe jetzt einfach mal ganz... Sam experiences that feeling of relief again, like at the end of his other nightmares. Steht der da schon die ganze Soon, Zeit? everything will be back to normal, if you stop resisting. Also ich soll jetzt aufhören, Widerstand zu leisten. Das tun wir jetzt einfach mal... Tun wir mal aufhören, Widerstand zu leisten. Ist der Geistdepp schon immer da unten gestanden? Ich höre einfach auf mit Ankämpfen, ich sehe ja nix! Jetzt hab ich kurz ein Klavier spielen gehört. Was? Ich kämpfe jetzt mal gegen oben und gehe einfach dahinter. Here again. Wo? Wo? This is new. Was ist denn jetzt passiert? Überschrittene Grenzen, versuche den erlaubten Bereich zu verlassen. Verstehe ich nicht. Fahr ich da die ganze Zeit oben, oder was passiert? Na, das sind keine Tipps. Da ist doch eigentlich ausgegangen, oder nicht? Ich laufe einfach da. Taschenlampen. Oh, haben wir. Stimmt. Ich meine, die haben uns wieder weggenommen. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ich kämpfe dagegen an. Der ist schon wieder weg. Ich lauf. Wie erlaubter Bereich? Ja, da hab ich hab ein Achievement gekriegt. Ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Na, keine Ahnung. Ich weiß halt überhaupt nicht. Ich sehe schon, dass es 10 nach 10 ist, Kinder. Aber ich hätte gerne einen Safe-Spot irgendwo. Ach du Scheiße, das war der Spiegel von vorher gewesen. Dann ist eure Interpretation mit vom Spiegel 1, weil eine Person davor steht, falsch. Das ist von vorher noch mit der Telefonnummer. Wir haben nie in den Spiegel reingeschaut. Okay. Ja genau, gehen wir einfach da lang. Passt bitte da schon, sehen wir auch was. Oh. Das war... Oh shit. Wow! What? Alles klar! Alles klar, kann ich sehen! Schwarz... Ah! 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 Da hängt doch einer, oder? Du, der Maul! Ah! 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 Ah!
The first time was a long time ago, when I lost my brother. We were little, but he always kept an eye on me, even when his health got really bad. Nadine, dauert nicht mehr lang. The idiot said he had to protect me, and I don't know from what, but I think he did. It was stupid that they tried to hide his illness from me, because Isaac and I talked about everything. I remember I didn't know what cancer was, but I did know that it was a very bad thing. Like a monster. Der erste Schatten. Befreie das erste Licht. Von wie viel? Ist da jetzt gespeichert? Ich mag nämlich jetzt nicht mehr. Stop. Was? Ich tu nicht. Whatever you did, it wasn't right. Ich schwöre bei Gott, das war jetzt nicht ich. Möchtest du mich vollkommen verarschen? Ich hab nichts da. Irgendjemand hat einfach... Okay. Brother, das, was da jetzt gerade passiert ist, war eine der krassesten Ideen in einem Horrorspiel, die ich jemals gesehen habe. Ich habe ja einen Chat schon gelesen, manche sitzen da und haben ein bisschen enttäuscht, weil es nicht das ist, was sie erwartet haben. Ich habe ich auch nicht so erwartet, sage ich dir, was es ist, weil die Demo habe ich deutlich anders in Erinnerung. Aber was zum Fick haben wir mir... Es ist so erfrischend anders. Das, was der Lefty Lee schreibt, das Spiel ist alles aber nicht vorhersehbar. Ich sitze die ganze Zeit da und klebe in meinem Stuhl und denke mir, ich krieg einen Vogel. Das ist, glaube ich, eines der besten atmosphärischen Horrorspiele, die wir jemals gesehen haben. Aber einlassen musste ich drauf. Das ist unfassbar wichtig. Einlassen drauf, nicht unterschätzen. Irgendwann, es hat ja kleine so Jump-Momente. Ich sitze permanent da, bin angespannt ohne Ende und mir läuft in einer Tour hauptsächlich durch den Sound Gänsehaut am Unterarm, dass man kalt wird. Puh. Meine sehr, ich lüge nicht, das Spiel hat sich jetzt gerade selber zugemacht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Was nach der Nummer kommt, das sehen wir nächsten Montag. Und nächsten Montag werden wir es, ich kann nicht sagen, ob wir fertig werden, ich kann nicht sagen, wie weit wir sind. In How Long to Beat säge ich so 4 bis 4,5 Stunden. Normal sind wir immer ein bisschen langsamer im Stream. Das war jetzt der perfekte Cliffhanger, Alter. Als Daten die Entwickler von Luto meine Streams so schauen und Daten wissen, dass wir so um 10, Viertel nach 10 Ruhe geben. Ganz wichtig, man muss sich drauf einlassen. Das Einzige, was mir ein bisschen stört, ist, ich check gar nichts, um was das geht. Also ich check gar nichts. Wir sind der Sam anscheinend, wir sind Skizzenzeichner und wir haben da offensichtlich, rennen wir da durch einen Albtraum. Ich habe so das Gefühl, mit jedem Kapitel durchleben wir da irgendeine Art Trauma. Anscheinend ist unser Bruder gestorben, anscheinend hat sich unser Bruder aufgehängt. Ich denke, dass der psychisch krank ist und man erlebt sein Traum. Ja, das versuche ich gerade zu mir erklären, aber ich bin wieder mal zu blöd. Also die letzten 20 Minuten haben wir komplett durchgenommen, aber grandios. Um ganz ehrlich zu sein, in der ersten, es war jetzt eine absolute Achterbahnfahrt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich sagen soll. Die ersten 20 Minuten auf Anspannung, weil man natürlich denkt, alles klar, I don't wanna die, bitte fang nicht sofort in der ersten Stunde völlig zum Eskalieren. Dann hat man gemerkt, so, irgendwie. Dann hat es ein bisschen abgebaut und jetzt so die letzten 20, 30 Minuten sitze ich da und habe Perma-Gänsehaut. Perma-Gänsehaut. Gackel-Gänsehaut.
Das ist natürlich jetzt ärgerlich für die in dieser etwas niedrigeren halben Stunde, Dreiviertelstunde ausgeschaltet haben. Ärgerlich, aber ja. Wow. Und in den ersten 20 Minuten, die weiß nicht, Entschuldigung, der hat uns auch in der Demo gefickt. Ein paar Mal. Ist der nicht auf dem letzten Jahresmerch drauf? Egal. Nach dem Gameplay schleichen sie immer einige. Kann ich verstehen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Der Horror-Oktober ist eröffnet. Am Mittwoch sehen wir uns mit dem ersten Indie-Game, The Lightkeeper. Extrem gute Bewertungen, durchgehend gute Bewertungen. Ist auch auf einen Zug durchspielbar, also wenn man am Mittwoch fertig spielen, scheißegal wie lange das dauert. Die meisten stehen dann so bei 1,5, 2 Stunden, also werden wir mir so 2,5 Stunden brauchen, auch wieder so ungefähr bis jetzt. Hoffe ich, also ich stelle mich wieder oben, der letzte Vollidiot. Vielleicht haben wir auch ein bisschen früher fertig, aber das schaut noch nicht. Dafür gibt es jeden Freitag einen Stream, da werden wir uns Until Dawn anschauen. Ja, das ist, ich kenne Until Dawn natürlich, aber ich weiß nicht, ich denke, das spielt sich wie die Dark Pictures Spiele. Das ist ein bisschen mehr Film als Gameplay, glaube ich, und hat viel. Entschuldigung, und hat viel. Ist Luto fertig? Nein, das ist noch nicht gut. Luto steht so bei 5 bis 6 Stunden. Also werden wir wahrscheinlich nächste Woche und übernächste Woche noch brauchen. Nehme ich an. Also ich schleiche wieder da so durch und kapiere nichts. Was ist denn das Lightkeeper? Klingt ein bisschen nach Leuchtturm. Ja, da bist du Leuchtturmwächter. In The Lightkeeper. Luto dauert 5 bis 6 Stunden, ja. Also, und auch nochmal wichtig, allen zu sagen, die sich jetzt übrigens nach dem Gameplay schleichen, bevor sie sich schleichen, es würde mich sehr freuen, wenn sie den Like-Button smashen. An alle Neuen hier drin, ich hab vorher mal einen Neuen hier drin gelesen, der hat sich gleich einmal gefragt, was zum Teufel ist das für Sprache im Chat. Bin mal raus, falls ihr mich versteht. Und lernst das zu spacken! Und, ja. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, aber ganz ehrlich, ich habe immer nur ein wenig Habe ich bei Cronus was verpasst? Machen wir nicht mehr fertig oder ist schon fertig? Cronus ist fertig. Wann haben wir das? Haben wir letzten Mittwoch haben wir das fertig durchgespielt. Cronus war für mich die Überraschung des Jahres. Neben Indiana Jones. Das ist eigentlich auch noch zu dem Jahr gehört. So ein bisschen das letzte im Dezember ist rausgekommen. Die nächsten Sachen bei Luto sind crazy, da musst du einen Kopf einschalten. Für das habe ich euch, weil bei dir Scheiße kann ich meinen Kopf nicht einschalten. Das hat man heute gesehen. Ich laufe an der Taschenlampe auch mal vorbei und das mit den Nummern, da war ich auch schon wieder zu blöd, aber für das habe ich euch dabei. Ja? Ja. Aber was vielleicht gar nicht so unwichtig war, ich muss vielleicht einfach öfter mal mein Maul halten und wirklich leise sein und einfach langsam durch das Spiel gehen, damit es euch genauso nimmt wie mich. Wichtig. Die größte Frage ist, warum wurden im Discord noch keine Clips gepostet? Weil das Spiel nicht viel Jumpscares, dieses Spiel arbeitet nicht mit Jumpscares, aber schneidet dir mit einer Rasierklinge unter der Kopfhaut. So, da die das Gefühl jetzt beschreiben. Ja, langsamer reden. The Knee Knights. Oh, jetzt Moment mal. Mr. Knee Knights, Frage. Da du da sehr Hochdeutsch gerade schreibst, ich spreche nun bewusst langsamer. Bist du eventuell des bayerischen Dialekts nicht hundertprozentig mächtig? Falls nicht, nächste Frage, seit wann sind Sie hier dabei? Interessiert mich deshalb, weil das Gaming-Video, was ich normalerweise nicht mache, von letzter Woche sehr, sehr, sehr viele neue Leute eingeschwappt hat. Für die Verhältnisse der letzten 2-3 Jahre in diesem Kanal. Ich finde das Gerede gut. Ich kann mir schon vorstellen, warum. Alemannisch aus der Schweiz, grüezi. Ja, okay. Ja, aber dann musst du fließend Niederbayerisch, musst du verstehen. Da musst du verstehen. Ist ja klar? Ich bin auch Hochdeutsch, verstehe aber 95%. Philipp der Floyd, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Marit, bitte wieder normal, das erträgt man ja nicht, dich Hochdeutsch brabbeln zu hören. Ich muss deine scheiß Witze ertragen, musst du mich Hochdeutsch ertragen. Der Julian Hanke schreibt, Spiel Doom fertig. Bruder, wann war Doom, glaube ich, wieder? Wann war das? Im Mai?
Oder so. Wölfchen, zur Not, quotennochdeutscher Mod ist noch anwesend. Das ist wichtig. Zur Not, Wölfchen und der Foxler, der ist es gewohnt, die übersetzen. Bei Not am Mann einfach mal die Mods fragen, die regeln das. Klar, mir ist die Schnabel auch einfach so gewachsen. Das ist aber eher fränkisch, oder nicht? Ist das nicht ein bisschen fränkisch? Ich weiß nicht. Ah ja, bitte bayerisch bleiben. Ja, sicherlich. Sitze ich da und jetzt werden wir dann Hochdeutsch, das ist ja klar. Was hast du gerade alles gesagt? Ich verstehe kein Hochdeutsch. Weiß ich nicht, ich habe nicht nachgedacht dabei. Da schalt's was Hirn aus. Der nächste Band schreibt, ihr könnt froh sein, dass der Birger kein Oberpfälzisch spricht. Da habe selbst ich mit Verwandten aus der Oberpfalz teilweise Schwierigkeiten. Also ich glaube, verstehe du ich alles. Schwierig wird's bei den Weitler. Baumau, da oben, der Bau, da oben. Ein Junge muss tun, was ein Junge tun muss. Richtig. Und das war jetzt nicht übertrieben, sondern ein Baumau, da oben, der Bau, da oben. Klingt komisch? Ja. Ist aber tatsächlich so. Doom für Halloween. Julian Hanke, was ist denn mit dir? Phase 1, warum Klarname im Chat, Alter? What? Phase 2, Doom ist kein Horrorspiel an Halloween. What? Drittens, Doom, Alter. Geil natürlich, ja, aber spielt das noch irgendjemand? Zum Beispiel so da, als da was da. Bin gerne Oberpfälzer. Jeder hat seinen Dialekt. Doom ist Zerpimmelung, ist richtig. Das ist aber Horror-Oktober. Das war ein richtig schönes, die ganze Woche über, den ganzen Oktober lang, ein richtig schönes Auf und Ab. Luto ist jetzt kein Walking Sim Jumpscare Simulator, wo es mir 8 Sekunden aus dem Sessel hebt. Das ist aber auch gar nicht schlecht, weil irgendwann stumpft man mit der Jumpscare-Scheiße ab. Wenn man mir jeden Montag, Mittwoch und Freitag so ein typisches Indie-Horror-Spiel, wo das öfter vorkommt, spielen, schwöre ich dir, nach spätestens 2 Wochen interessiert das keinen mehr. Fühlt sich nicht mehr so an, etc. Luto, perfekter Einstieg bis jetzt. Am Mittwoch kann es kreislig werden, sag ich dir, was ist. Bewertungen sagen auch alle, es übertreibt nicht mit den Jumpscares, aber es gibt welche. Es ist nicht recht lang, das Spiel. Das gefällt mir immer am allerbesten, wenn wir innerhalb von einem Stream ein Spiel fertig spielen. Und am Freitag bei Until Dawn, da muss ich mich ein bisschen überraschen lassen. Das hat, glaube ich, auch viele Jumpscares, glaube ich. Das haben ja wie heißt es? Die Dark Pictures Spiele haben das ja auch. Ist ja dasselbe Genre, aber Until Dawn ist der Erfinder davon. Bin ich gespannt, wie es ist. Bin ich gespannt. Er wird wahrscheinlich ein bisschen gemütlicher. Er wird zum Zurücklernen und mit Gamepad spielen. Und dann ist es eine wunderschöne, ausgeglichene Woche. Nächste Woche wird nochmal sehr ähnlich ausschauen. Montag Luto. Mittwoch habe ich dann Pieces of Me. Das ist vom Amica Games. Das ist der Typ, der die anderen Indie-Games gemacht hat, da wo wir alle fast verreckt werden. Die schlimmsten, die da haben. Dann, was habe ich noch? Dann Blasphemy habe ich noch auf dem Plan stehen. Dann habe ich noch im Counting to 6 auf dem Plan stehen. Und in der 3. Horror-Oktoberwoche ist Luto dann vorbei. Und dann gibt es nur noch Indie-Games. Summer of 58 haben wir schon gespielt. Da gibt leider Gottes ist da der Nachfolger noch nicht da. Aber das wird schon mal. Das wird schon noch. Until Dawn hat massig Jumpscares. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, Chris fragt, was ist eigentlich mit dem UFO-Game? Er hat leider noch kein Release-Datum. Sonst hätten wir mit dem heute angefangen. Ist ja klar. Ich hoffe so sehr, dass das nächste... Vielleicht spielen wir es ja mittendrin. Schauen wir mal. Aber ich mag mich jetzt nicht einen Monat lang mit Horrorspielen abstumpfen lassen, so ein bisschen. Das ist ja auch ganz normal, deswegen machen wir das bloß einmal im Jahr. Weil irgendwann Ende des Oktobers fühlt es sich einfach nicht mehr so. Machst du Luto auf jeden Fall fertig? Ja. Luto dauert ja nicht lang. Steht so 4-5 Stunden. Und ich glaube, das ist auszuhalten. 2 Streams auf alle Fälle. Und der 3. dann, wenn er nötig ist, auch noch. Was wollte ich jetzt sagen? Der Chris hat gefragt und ich mag mich jetzt nicht einen Monat lang mit den Horrorspielen abstumpfen lassen und dann, wenn das They Are Here, sagen wir mal, zum Beispiel Ende Oktober kommen das oder im November oder Dezember noch kommen das dann spielen, wo ich noch Horror so gewohnt bin. Ja? Das, wie soll ich sagen, das Alien-Spiel, das ist einfach mein persönlicher Endboss, das ist, wer die Rotz- und Wasserschwitzen, das sage ich dir, wie es ist, habe ich in der Demo schon, das war unfassbar schlimm. Hat sich für mich schlimmer angefühlt wie Madison und Madison war mit Abstand das schlimmste Horrorspiel, das wir jemals gespielt haben. Und dann kommt Visage und die Indie-Games sind auch nicht zu verachten.
Und jetzt muss ich nur ein bisschen warten. So, ein bisschen noch. Der hier wird mich kaputt machen, ja. Das werden die ersten 2 Streams vor allem, das ist immer so ab dem zweiten, ab dem Ende zweiten, dritten, vierten Stream, dann lasst es ein wenig nach, außer Madison, wenn wir das gleiche Spiel spielen, aber das der hier wird mich wahrscheinlich die ersten 2, 3 Streams dermaßen kaputt machen, dass es wirklich asozial wird. Am Mika dann hoffentlich 2 Stunden Vollgas-Horror. Herr Timmy Turnman, das, was wir mir heute gespielt haben, war halt auch Vollgas-Horror, aber anders. Das ist was sich zum Beispiel als Silent Hill gerne auf die Fahne schreibt, diesen Psycho-Horror. Ganz ehrlich, bei Silent Hill sitze ich nicht hinterm Mikrofon und denke mir, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, was ist das, was ist das, was ist das? Das ist, weiß ich nicht warum. Ludo ist das Gegenteil zu Madison. Madison war einfach perfekt ausbalanciert irgendwie. Das hat Jumpscares gehabt, nicht zu viel, nicht zu wenig, das hat Rätsel gehabt, das hat eine gute Grafik gehabt, was bei Horrorspielen wichtig ist für die Immersion. Ich weiß, Madison war das perfekte Horrorspiel. Das war teilweise ein absoluter Terror, dass ich gemeint habe, fick dich, Alter. Fick dich. Wie lange gibt's noch Horror-Games? Den ganzen Oktober lang. Ganzen Oktober, jeden Freitag Stream, nicht bloß jeden 2. bis 3. und jeden Montag, Mittwoch und Freitag irgendein Horrorspiel. Wie schlafst du eigentlich nach so einem Streamabend? Noch Katzenvideos schauen oder wie? Ich rauche jetzt dann noch ganz viel. Dann rauche ich noch mal ganz viel. Da ist vielleicht ein bisschen auch was Grünes dabei. Möglich. Was da, und das ist jedes Jahr so, jedes Jahr ist es das Gleiche. Jetzt auch, wenn ich da am Balkon rausgehe. Wir haben rundum, also Straße und Straße um und so weiter, haben wir Straßenlaternen. Und die haben es vor einem Jahr austauscht. Und es sind jetzt nicht mehr die ganz super toll hellen Straßenlaternen, sondern so LED-Dinger, die fast nicht mehr, die leuchten nicht mehr bis zu uns rein. Und ich wohne so auf einem Hang. Und wenn ich da nach oben schaue, sehe ich da die Silhouette von Stauern und von Bäumen und so. Und die leuchten ganz leicht auf meinem Balkon und in meinen Garten rein. Meiner mag ich das jetzt gar nicht beschreiben. Extrem unangenehm. Noch sehende Streams. Den ganzen Oktober extrem unangenehm. Buchi schreibt, Luther macht verdammt viel mit der Atmosphäre. Absolut richtig. Deswegen ist es also wichtig, dass ich mir mein Maul halte, dass ich mein Mikrofon wegtue, dass ihr den Ton auftrat. Natürlich nicht auf Anschlag, dass dann Schädel zerreißt, wenn ich da mich einlabert, aber halt schon auftrat, weil da so viele kleine Sounds vom Knaggertzen, von Schäbereien, von lauter kleine Sachen im Hintergrund ist, wo ich mir nicht sicher bin, ob es ihr die alle hört. Hansi schreibt, ja, wir haben dieselben Laternen und ich wohne auch an einem Hang. Ich fühle es so krass, wenn ich dann auf dem Balkon, ich weiß, was noch schlimmer ist, wenn du in einem Zimmer schlafst. Das, ja. Da reden wir jeden Horror-Oktober drüber. Ich hoffe, dass noch jemand da ist, der es noch nicht kennt. Du glaubst, du hast Probleme mit einer schlaflosen Nacht? Ich sag dir jetzt was. Das, was ich gerade beschrieben habe mit der Silhouette, wenn du nach oben schaust und so. Also du siehst da den Nachthimmel in ganz, ganz, ganz dunkelblau und durch die Laternen siehst du die Silhouetten von den Bäumen und es wirft einen Schatten und so weiter. Und natürlich ist da mal einer dabei, der ausschaut wie eine Person. Mein absoluter Endboss, mit dem ich mich selber wahnsinnig machen kann. Folgendes, aber das gibt ja keine Horrorgeschichte, die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen, aber egal. Du schlafst in einem Zimmer mit einer großen Balkontür oder mit einer Doppelbalkontür oder ist ja wurscht. Wichtig ist ein Balkontür. Herin ist stockfinster, draußen ist auch stockfinster, aber der Mond oder eine Laterne macht es draußen ein bisschen hell. Ein bisschen, damit du halt den Umriss in der Finstern von deiner Balkontür siehst. Und manchmal sitze ich dann da und kann nicht schlafen oder liege da und kann nicht schlafen und schaue die Balkontür an. Die schaue ich halt an. Man ist ja nichts. Und dann stehe ich es mir nur vor. Ganz kurz stelle ich mir was vor. Und zwar, es ist jetzt natürlich blöd, ich müsste mir, warte mal, das muss ich jetzt schnell probieren, ob ich das hinkriege. Das glaube ich, probiere ich jetzt mal, ob ich es hinkriege, aber ich glaube, ich kriege es nicht hin. So nicht.
Und jetzt folgendes. Angenommen, Achtung, du starkst in der Finstern, es ist so 2, 3 in der Früh, du starkst, es ist mucksmeisel Stadt, es ist stockfinster, schaust die Balkontür an, du schaust die Balkontür an und es tut jetzt so ein bisschen durchleuchten, dass du den Umriss draußen siehst. Und dann stelle ich mir folgendes vor, es passiert das. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne, schöne gute Nacht. Have a great time. Diese Geschichte, und die ziehe ich mir ja nicht aus den Nasen. Hoppala. So, aber ich kriege jetzt den scheiß Filter da jemals wieder raus. Gibt sie fix. Was habe ich denn eigentlich da? Glätte, Farbkorrektur, Helligkeit. Aber ich da. Okay, warte, den mal wieder auf. Kann man das auch so machen. Das ist nicht ganz so cool, aber ja. So. Am Donnerstag wird wieder nichts gehen in seinem OBS. Endlich Gesellschaft! Wiki! Und was ich jetzt natürlich nicht nachmachen kann, was mein Endboss ist, das mit den Greys und Aliens, das meine ich tatsächlich auch nicht. Das meine ich auch wirklich ernst. Ich habe da so das eine oder andere Kindheitstrauma durch Filmchen und Dokumentationen und vor allem durch Bücher von meinem Bab, die ich irgendwann lese, wenn er entweder im Bett ist und es ist ein Stück finster oder er nicht da ist und ich allein daheim bin. Was ich mir da halt vorstelle, ist, dass da nicht ich mit meiner fetten und 2 Kopfhörer da so einer fahre, mit einer schwarzen Silhouette, sondern so halt das typische 2,30 Meter große, ganz dünne, lange Arm, großer Kopf und das so kurz einer schaut und dann wieder geht. Fuck you. Fuck off. Fuck you and see you tomorrow. Krieg ich einen Vogel, Alter. Und da kann ich mich so dermaßen narrisch machen, selber, dass es ganz aus ist. Das ist Licht um Hammers. Bruder, ich bin ein fast 40-jähriger erwachsener Mann. Das macht mich so kirre, dass ich nicht mehr schlafen kann. Weiß leuchten die Augen noch, das glaube ich ist dann zu viel. Das glaube ich glaube, es ist da langer, wenn das Ding so dunkel ist, es ist so dunkel, dass die Silhouette sechst, aber es ist so hell, dass du siehst, dass das Ding nicht ganz schwarz ist, sondern eine ganz helle Haut hat und du siehst vielleicht nur die Augen. Die müssen gerade, ja, mit so einem, es ist so ein Enderman-Gestell, aber halt das typische Grey, großer Kopf, die schwarzen Augen, zack, weg. Und dann noch das, warte mal. Warte. Ja, das ist, ja, jetzt pass auf. Und dann diesen Sound dazu. No. Ich glaube, das soll der Klick-Sound sein aus Science. Und ein bisschen deutlicher, aber dann weiß ja jeder, wo er her ist. Man müsste den Sound treffen zwischen dem, was wir gerade gehört haben, dass man es fast nicht hört, und dem, was wir wahrscheinlich gleich hören. Das ist halt einfach eine Miete, die schnurrt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Krieg Vogel. Das ist mein absoluter Endboss. Und in der Demo von They Are Here letztes Jahr ist genau auch noch dieser scheiß Sound gekommen und ich bin da geguckt und fickt euch. Fickt euch, das war's. Fickt euch, das war's.
Jackie hat Ahnung, war natürlich der Predator-Sound. Absolut richtig. Und der ist eben zu viel, dass er richtig unheimlich ist. Und das, was wir als erstes gehört haben, ist ein bisschen zu wenig. Da hört man bloß ein bisschen ganz ein leichtes Klicken. So irgendwo dazwischen müsste es sein, so mit, und dann bist du komplett klar. Mein Boss ist das Intro von der Lindenstraße. Olli, schau das lang gewinnt, Kruzifix. So, jetzt ist 22:37 Uhr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die vielleicht ein bisschen enttäuscht sind dafür am Mittwoch dabei. Ich habe das Gefühl, da kriegen auch ich, nach was wir suchen. Indie Game, der Lightkeeper, 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Like-Button smashen. An alle Neuen möglicherweise, please press the Abo-Button und aktivieren Sie die Glocke. Wenn Sie meinen, Sie haben die Glocke schon aktiviert, dann schauen Sie jetzt da mal nochmal nach, ob die Glocke auch auf alle steht und nicht bloß die meisten. Das war super. Das hat mich gefreut. Das kostet noch nicht einmal was. Bin ich momentan eventuell auch nochmal an so einer Art Gaming-Video basteln? Möglich. Könnte Ende der Woche kommen, wenn ich fertig werde damit. Ansonsten am Sonntag. Ich streng mich an. Und dann würde ich sagen, Küsschen aufs Nüsschen. Der Jackie hat gerade zugeschalten. Lass damit zurücklaufen. Luto ist ein wunderbarer, atmosphärischer Atmosphäre-Walking-Simulator, der ohne viel Jumpscares aussieht. Was da jetzt wieder los? Und dann kommt mir jeder Horror von der Psycho und lacht und jeden Horrorgeschichten zum Einschlafen hört. Das, I don't believe you. I don't believe you. So schaut's aus. Sapse, merci dir. Und merci natürlich an den ganzen Rest. Es tut mir leid, wenn ich irgendjemanden übersehen habe. Vielen Dank für die Resubs, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Da waren halt gefühlt 860 dabei. Vielen Dank für die ganzen Donations, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für alles. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad, Triple F für die Moderatoren. Und an den Rest, Hashtag Pft und Hashtag Tina Progamer. Wir sehen uns am Mittwoch. Wenn nicht kommt, ist ein Pussy. Schleicht euch. Habe! Das war schon jetzt laut. Die ist total fertig. Die hat schon wieder aus dem Bett rausgekommen. Schleichen Sie sich.